Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es wird Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backe spielen wir auf dem Wiener Schall. Die Quetschen klingt ein super fein, die Kontrapumpen hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es wird Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. So schaut's aus, meine Lieben. Grüß euch Gott, wieder mal Pavlatschenzeit ist Winetime, Primetime, 20:15 Uhr am Montag auf unserem YouTube-Kanal. Grüß euch alle miteinander. Herzlich, wirklich herzlich willkommen. Ausgabe Nummer 248 heute bereits. Wir nähern uns der 250. Klingt gut. Mit Riesenschritten. Klingt gut. Danke, dass ich hier Gast sein darf. Wieder in dem Selbstverständlich. Mit großer Freude. Wunderbar. Habe die Ehre. Habe die Ehre auch von meiner Seite. Grüß euch gut. Ja, Patrick hat schon eine so schöne Begrüßung vorgenommen. Da kann ich fast gar nichts mehr sagen. Außer eben, Das glaube ich nicht. ich freue mich, dass du wieder dabei seid. Naja, Das ist glaub ich. alles da. Ich sehe schon, Aaron Acker sehe ich schon zum Beispiel jetzt im Chat. Ein wichtiger Protagonist des heutigen Tages, weil dieses Schild hier. Schaut sich das an. Kann man es nicht gescheit lesen? Warte mal, wenn man es nicht gescheit, jetzt sofort der Kamera kommt, Klaus. Was geht so das? hab schon. Lang genug da warm, ja? Ja. Auf allen Wegen mit Bonnie Deluxe Spezial überlegen. Jawohl. Hat uns der Ackerl mitgebracht aus der KTM Motorhall. Super. Und da haben wir uns eigentlich eine mörderische Freude. Das heißt, heute wieder die Bonnie. Natürlich angerissen, der Moped-Start. Was heißt Zuvor, Patrick, würde ich sagen, du übernimmst die Kamera. Ich übernehme die Kamera sofort, jawohl. Ich schalte sofort mal auf Kamera, Schalten Kind Sie Patrick. Ich mache mich auf den Weg, ja? Ab zum Weinkühlschrank. Jawohl. Bitte darum. Ja, er schreitet voran. Mit klarem Schritte, große Mute. Die untere Lode, die wird schon Lara, gell? Man sieht schon, wird schon Lara ein bisschen. Ja. Den nehmen wir. Ja, gemischter Satz, einmalig mit 7 Metallen. 7 Metallen, gemischter Satz vom Taschler. Jawohl. Ja. Oh, Taschler. So, oder? Einmalig, ich übernehme. Bitteschön. Kamerakind Klausi. So. Wiener gemischter Satz, habt ihr schon gesehen, haben wir schon öfters auch genossen, 2023. Aus dem Kallenberger Dorf. Von wo er genau ist, das sind verschiedene Weinrieden wahrscheinlich auch noch dazu. Sage ich einmal so. Schauen wir rein, machen wir auf. Silbermedaille. In Wien gewonnen. Jawohl. Ja, bravo. Schön eingeschenkt. So, da Einmalig. sind wir da. Einmalig. Ich hoffe, ihr habt auch ein Weindal oder was anderes Gutes zum Trinken. Ja, aber das brauchen wir schon. Das brauchen wir schon. In diesem Sinne, auf eine gemütliche Überlatschen, sehr zum Wohl, Prost. Sehr zum Wohle. Zum Wohle, Klaus, gell? Auf dich auch. Prost auf dich. Warum darf ich holen? Ui, das ist gut. Jawohl, so können wir arbeiten. Noch wirklich schön gereift jetzt auch in der Flasche. Jetzt ist das jetzt ein Jahr alt. Das ist so zum Beispiel... Interessant, wie sich so ein Wein weiterentwickelt, ja. Weil der gehört eher schon jung getrunken, aber ist er noch jung, immer noch. Ja. Aber Gut. immer das ist halt so das, Fruchtig. wo ich mir denke,
Immer noch sehr zitronig spritzig auch. Nix irgendwie Essig oder so in die Richtung der penetranten Säure. Nix. Gar nichts. Nein, Essig null. Boah. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Karriere angestrebt, sagen wir mal im ORF oder wo, so als Moderator oder irgend sowas. Es war ja gar nicht möglich gewesen mit einem Wein. Nicht? Also da ist diese YouTube-Geschichte ja viel gescheiter, viel besser. Bei uns können wir trinken, wir dürfen. Wir müssen. Weil es ja eine Dauerwerbe- und Trinkspiel und Werbesendung ist. Genau so heißt das ist ausgebringt. So ist es aus. Einen Blick in den Chat, den ich auf die Susanne Fabres sagt, Christi Gott, Ludwig Sass, jawohl. Heute wieder zu Hause, dann bald Papa-Tags im Auto, wieder keine Zeit zum Schreiben, da passt auch das Fiakerlied. Ja, das stimmt, was du schon wieder als Fiaker unterwegs bist. Das ist wahr. Einen schönen guten Abend. Wieder aus Bodersdorf zurück, freuen wir uns auf den Abend. Franz M., Isabella, Schön war sicher in Bodersdorf, bin überzeugt. Liebe Medizinmänner, freue mich auf die Pawlatschen-Pullis, haben ausgeführt, Werbung gemacht, sende euch gute Stimmung. Und der lieben Freund von ihr, schönen lustigen Abend, euer Pflegekind Adi. Jawohl, bravo. Servus. Adi. Ja, haben wir natürlich schon gekriegt, schau. Ja, Zack. Da falsch, das ist Haberl. Das ist auch nicht schlecht, das habe ich aber nicht gemeint. Jesus, da haben wir es. Da haben wir hat das ja schon. Fallscheiblick, da schon her. Heute, oder nicht, weiß nicht, war das heute, Adi, oder war das gestern? Nein, das war heute. Der Adi hat mir es heute. War das heute? Also ich vermute doch, weil du es mir jetzt geschickt Ja, heute geschickt, aber und die du hast Fotos. gesagt, er sitzt beim Heirigen. Alles klar. Ich vermute, dass das heute war. Ne? Ja. Ich habe es so verstanden. Also so Da haben wir auf jeden Fall in Adi mit seiner Nathalie und ich muss jetzt gestehen, den dritten und den Herrn in Friedhofsblond, wie man so sagt, da sagt man jetzt nichts auf die Gache. Und da war der schon mal mit da. Ich meine, so unbekannt kommt man auch nicht vor. Auf jeden Fall freue mich wahnsinnig, alle in Mödling, beim Heirigen, in der entsprechenden Anserwäsch mit die 6. Das hat mich riesig gefreut. Bravo Adi, bravo Nathalie. Ganz leibend von euch. Weltklasse. Weltklasse. Paul Hartmann ist da, guten Abend aus München auf eine schöne Pawlatsche. Der Peter Prachtl ist da vom Kaiserstuhl. Grüß Gott. Landtagsstraber Markus aus Mittelhessen, Christi. Der Raffi aus Graz, also aus der Steiermark. So muss ich nicht, aus Graz nicht, aus der Steiermark. Aus der Geil. Ja, aus der Geil. Ja, So ist genau. So ist es. Markus Volker, Thomas Mayer. Ja, das Bundesschild, ja, der Thomas Mayer war dabei. Bei der Überreichung. Thomas Mayer muss ich anmerken, der ist ja gemein, machen wir ja. Nicht? Wieso? Der schickt mir immer so Essensfotos. Er ist ja auch so ein Koch wie ich auch bin. Heute hat er ein Reisfleisch gekocht aus einem Wildschweinschlögel. Ich hab da jetzt zurückgeschrieben. Frechheit eigentlich. Na, aber ich hoffe, es hat gut gemundet. Ausgeschaut hat's köstlich. Sauerei, dass er nur Büdel macht. Ne? Einmalig. Maber ist da, Fritzl Startguss, unser Grausenieur, Christi Gott. Susanne Moser ist da, Lord Dauer, jawohl, grüße alle miteinander. Aaron Acker habe ich schon begrüßt, wie gesagt, mit einem herzlichsten Danke nochmal an dieses. Kann ich nur einfach so machen, wirklich ganz großartig. Super. Jawohl. Walter Nagel, grüß euch zusammen. Walter Nagel, grüß dich Gott. Servus. Letztes Mal hast du gefällt, weil da wo ist denn jetzt hingelegt? Ich habe gerade gehört, ob sie da liegt oder was. Letztes Mal haben wir beworben, nämlich die wunderbare CD, die Weihnachts-CD sozusagen von dir. Oh. Ist da, ist griffbereit da. Oh. Jawohl. Haben wir schon? Und die Präsentation ist ja auch irgendwann, glaube ich. Oder das Konzert, genau. Pass auf, schau, du musst das so halten und das filmen. Das selbstverständlich. Das filmen. Hat da recht, eins? Ja, eins reicht. Bist bereit? Ja, bist bereit? Ich bin bereit. Ja, da haben wir die neue CD, Walters Weihnachterl. Und Walters Weihnachterl, die CD-Präsentation im Herrenhaus in Dernitz. Und da haben wir Vorverkauf, Stadtgemeinde Dernitz oder Ö-Ticket. Wo findet man sonst was? Steht hinten irgendwo? Ja, steht hinten drauf. Ich hab's gerade gesehen. Da haben wir es, schau her. Eventkultur Dernitz AT. Das Patrick, der Zedert, das ist ein Wahnsinn. Halt still, Ich würde lachen. halt ruhig. Das kann kein Mensch lesen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Und da das neue Machwerk. Hervorragend. Hervorragend und ein großartiger Kollege. Wunderbar. Walter Nagel. Und schön, dass du heute dabei bist. Jawohl. Freue mich. Jawohl. So,
Was haben wir da? Michael Unger ist auch noch da. Jawohl, Auch die Landesfeiertag. Musikanten und Musiker sind vertreten heute. Wunderbar. Landesfeiertag der Burgenländer. Was ist vielleicht heute? Martin ist. St. Martin. Der Landespatron von Burgenland. Wirklich? Ja, Leopold ist dann bei uns, am 15. ist Genau. dann Niederösterreich. Also Niederösterreich, ganz- ich sag bei uns, Niederösterreich. Ja, ne, Wien ja auch. Also Wien, so ja, gesehen ist so gesehen, ja, stimmt's, ja. Ja. Aber ganz, jetzt wirklich, ich schwöre. Darum gibt es auch die St. Martinsdärme und so weiter. Der Martin ist in Burgenland. Ja, aber, Ja. aber der St. Martin ist überall. Ich meine, sie haben ja auch das Martinsfest und das alles. Nicht? Aber muss ich jetzt Landespatron, ehrlich sagen, ja. dass das der Landespatron und was die anderen Landespatrone auch? Nein. Ja, eben. Weil ich Burgenland habe ich gewusst. ich hab Durch das den Spielgeißel, weil ich unlängst mit Ja. meiner lieben Harmonikawoche mit Erstl geredet habe und der ja sehr viel mit dem Burgenland zu tun hat, Genau. aufgrund verschiedener Musikgruppen, haben wir eben über Martin gesprochen. Auch. Immer über die Musik und so weiter. Dadurch ist das so präsent jetzt, nämlich, dass der Martin ist. Ja. Weil die Schutzpatronin, wenn man so will, Österreich ist ja die Magna Mater Austria Variation. Nicht? Ich glaube, das ist zumindest, Ich glaub, ja. ist zumindest die Landespatronin. Nicht? Patronin, ja. Und der Leopold, Wien, Niederösterreich, war mir auch klar, das weiß man halt, wenn man da wohnt, aber Pudel? der heilige Martin, dass das der Landespatron von Burgenland Ja. ist mir echt wirklich... Ich auch erst, ich hab seit einer Woche, letzte Woche haben wir über das zufälliger geredet, der Ernstl und ich. Ja. Ja. Was lernen wir daraus? Ich werde mich darum bemühen, herauszufinden, was die Landespatrone Ja, von ja. allen anderen Bundesländern sind. Weil das Interessiert mich jetzt mich auch wirklich. Ja. Ja. Das interessiert mich jetzt aber, wirklich. Auf jeden Fall, na dann, beste Grüße ins Burgenland heute an die den Landesfeiertag feiern. Jawohl. Rudi Korbis ist da, grüß dich Gott, große Freude, der Wolfgang, jawohl. Eigentlich waren es 6 Viertel am Donnerstag, sagt der Wolfgang. Wieso hat er was anderes behauptet? So, hat er was anderes gesagt? Wie, haben wir was? Noch nichts gelesen. Ist irgendwas, oder? Aber schau der Manfred Kraft. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, kein Stehen, Grund genug meiner Chorprobe, meiner Gesangsfreien mal zu schwänzen oder Servus in die Pavlatschen zu niesen. Christi gut. Gute Besserung, mein Lieber. Gute Besserung. Natürlich. So, jetzt muss ich ein bisschen. Jetzt muss ich ein bisschen schneller weitergehen. KTM-Junk ist auch da. Servus, grüß dich. Jawohl, KTM, der gefreut sich nicht. Der KTM-Junk gefreut sich nicht, ist ganz klar. Verständlicherweise. Wobei man so auf so eine Bonnie-Unterkammer da mal eine. Da flieht sie dann so im Weihviertel, nicht? Von Wieselbach nach Eiwestal und nach Ja, Polsdorf na und gut. wieder heim und so. Nicht? Das ist halt was der Ausflug in die Ein Spaß, in die Hauptstadt. Eine Spaßgeschichte. Das ist eine Stunde vor Ort. Ne? Dann nach Wieselbach geht schon die 4 Kilometer. Nicht? Naja, ich sage ja. Ne? Aber über den Weißenhausberg kennt das bei meinen knappen 100 Kilo. Na, mit der ersten geht schon. Der ersten geht schon. Die Stangelbuch hat es auch ausgehalten vom Nachbarn. Ja, Wie ich umgefahren bin. Mit der ersten, die zweite geht nicht, die hat ja nur 2 gegangen, die alte schwarze. Die Ja, die- MV50. grandios. Nathalie auch persönlich noch mit da, grüß dich gut. Alexandra Gaber, guten Abend zusammen. Hoffe, es geht euch allen gut. Servus. Jawohl. Freut mich sehr, dass du Große auch dabei bist. Freude. Alexandra ist wieder dabei. Du hast schon ein paar Mal nicht dabei, glaube ich, gell? Das kann das sein, ist mir das aufgefallen. Walter Nagel, Manfred, gute Besserung. Mir geht's genauso. Krankheitsbedingt fällt Fußball aus. Dafür freue ich mich aber mal wieder über die Pavlatschen, meint er wahrscheinlich, ja. Ja, auch gute Besserung. Ja, Gute Wahnsinn. Besserung, gehabt. Ich muss ja sofort einen Schluck nehmen auf euch, mein Lieber. Man muss trinken auf euch, das ist ganz wichtig. Hast recht. Zum Wohle. Alle, denen es nicht so gut geht, alle wird jetzt wieder fit, das geht schon. Zum Wohle. Wohl auf euch. Jetzt wissen wir nicht schon das Lied drauf haben, einen Wein auf Krankenschein. Ne? Krankenschein, ja. Das dauert noch ein bisschen, aber vielleicht in 2 Wochen. Da versprich nichts, aber wir haben es im Plan. Wir haben es im Plan. Ich Weltnummer habe im Plan und ich vom habe Gradinger Fredel. jetzt wieder Zeit, auch wirklich mich mit Üben zu Hause und Einstudieren der neuen Lieder und überhaupt neuer Lieder wieder zu widmen Ich jetzt. Da. freue mich total. Ich freue mich schon drauf jetzt da. Ich freue mich, jetzt haben wir eine, jetzt ist schon ein bisschen Ding. Es aber kribbelt ist- bei mir, es juckt, es kribbelt wirklich schon bei mir jetzt, weißt Ja, definitiv. Pass auf, ich mache noch geschwind im Chat Bitte, werden ja, ja, fertig, bitte. dann gehen wir nicht noch weiter rein. Ganz geschwind. Der Berner ist da schon aus der Übelbach, Steiermark, Mittelpunkt Übelbach. Europas, Schwungradl der Welt. Wie man das halt so sieht. Ne? Übelbach Das ist das, ja. Schön, dass du da bist. Ja. So, der Wolfgang freut sich, dass der Patrick mit der Harmonika fern beim Tagschlag gespielt hat. Jawohl. Ja, selbstverständlich war mir eine Ehre. Spaß hat's gemacht. Den. Matthias Mariacha. Hannes Spießlener.
Aus dem schönen Erlauftal, Christi Gott. Servus. Jawohl. Die schlimmen Buben verstecken sich im Keller zum Saufen. Nein, wir verstecken uns nicht. Da, wir machen das öffentlich. Ganz offiziell, wir sind sogar im Internet live. Also wir saufen, also mehr öffentlich saufen wir kann es gar nicht Und mehr. saufen ist relativ, wir trinken gerne. Ja, trinken. Meins halt auch anders, gell? Was haben wir noch? Wo bin ich denn? Wo Jesus, nein, wo bin ich? Die Mama ist da, grüß dich Gott. Die Jawohl. Das sind die Mose. Wo bin ich denn? Ja. Da schaut die Alexander, ja, Jobwechsel. Aber macht Spaß. Ja, mein doch, du musst wirklich was tun. Du wirst eingesetzt sein wahrscheinlich. Weil Aber das da ist muss so in irgendwas los. Konstanz. In Vorarlberg. Ah, Wir Entschuldigung. kennen uns aus. Das Alexandra, ist ja gar nicht oder? in Vorarlberg. Alexandra, wir kennen uns aus, ja. Ja, wir kennen uns schon. Ja. Am Bodensee. So, ich muss ein bisschen schneller runter. schauen Sie- Skyfall ist da, Christi Gott, jawohl. Servus, grüß dich. So, mal da. Patrick, liebe Grüße vom Smolik, deinem Studiumkollegen. Schulzeit, sitzt da und schaut zu. Ich meine, ich bin mit einem Smolik Ich bin nicht mit Manfred, einem Smolik. bin in die Schule gegangen. Das muss dann da Klaus. Aber nicht Studium, nicht Schule. Smolik sagt mir nämlich jetzt nichts, muss ich sagen. Also, ich kenne einen Smol, mit dem ich in der Smolik Manfred. Wenn es der ist, lass ihn schick grüßen. Aber das war der Klaus, ja. Anderen, ja. Ja, dann ihr Schlögel, unsere Prinzipesse ist auch da. So der verspätet, Hebel aber auch nun sofort doch da. erst. Hoffe, ihr beiden seid gut heimgekommen und Samstag war ja sehr nebelig. Ja, das kannst du laut sagen. Das kann man wirklich ja. sagen. Knappe 2,5 Stunden habe ich gebraucht, ja. Teilweise an 40 auf der Autobahn. Also, aber was der ist schön gemütlich dahin und passt. Ja. Da steht auch nicht Spießel rein. In Werner müssen uns Niederösterreicher alles nachmachen. Ja, genau. Ja, Ich weiß noch, Salzburg hat den heiligen Rupert. Ja, jetzt Der was du Robert sagst. dikiert doch der berühmte, ja, jetzt ist mir jetzt, klar, was wie du sagst. Ja. Und Oberösterreich hat den heiligen Florian. Na, so. Gibt es ja auch. St. Florian, Stift, ja. Aber gut, das heißt nichts. Das heißt aber nichts, ne? Ja. Schau, so hast recht, Klaus. Na, Leimund, das ist wirklich das Molik Manfred. Jawohl. Mit dem bin ich in die Schule gegangen. Schummerplatz. Ottergring. Ottergringer Landjugend So sozusagen. kann man sagen, nicht? Ja. Weltklasse. So, und jetzt, der Patrick erzählt, wir haben ja einiges hinter uns Ja, wir haben gebracht seit letzten eine Montag. wunderbare, aber eine sehr anstrengende Woche, aber schöne Woche hinter uns gebracht. Wie gesagt, Montag war, bei nicht die meisten, die dabei waren, wissen sie, Pawlatschen natürlich. Mittwoch ging es los beim Stippert, Donnerstag beim Taschler, Freitag im Rössenkeller, Samstag waren wir in Neuhofen an der Ips, genau gesagt eigentlich in Feldbichel, im vollem Kunst- und Hause. Kulturgewölbe, im Gewölb zu Feldbichel und gestern dann zum Abschluss dann noch Nachmittag, am späteren Nachmittag quasi, mit dem lustigen Hermann, 16er Burm und lustiger Hermann, beim Seelitsch. Und heute sind wir wieder da. Also eine ereignisreiche Woche. Vom Regen in die Traufe, ich weiß nicht, aber es war interessant. Am Mittwoch haben wir begonnen, sehr zart, muss man sagen, beim Stippert. Wir müssen es fast anders aufziehen. Weil es waren alle Konzerte, also fast alle ausverkauft und die was nicht ausverkauft waren aber gesteckt früh. Also da Wirklich jetzt halt voll. noch Plätze gegeben, aber nicht viel. Aber- Sowohl beim gestern in Stadtlau als auch in Also in Feldbichel. In Feldbichel, ja. Also Dann Rössenkeller, gar nicht, Taschler, Ja, auch. alles. Bumpf, also ausverkauft. Ja, beim Stippert hat es ein bisschen geschwächelt diesmal. 9 Zuhörer waren da. Ja. Es waren 9 Gäste da. Aber wir haben uns den Abend nicht verdrießen lassen. Nein, au contraire. Wir haben da wirklich was Schönes abgeliefert. Dort war trotzdem Na, stimmig spannend. war es einfach dann Ja. wieder. Aber Spannend. trotzdem interessant, dass das ab und zu einmal vorkommt. Ja. Ja. Aber wir lassen uns keine grauen Haare mehr wachsen wegen sowas. Das Nein, machen wir ganz bis im 30 Jahre. Und es kann sich niemand erklären, warum das ist. Es war nämlich das ganze Lokal leer. Also es war nicht nur im extra Raum, wo wir spielen, im extra Zimmer sozusagen. War nichts los. Auch vorhin an der Schank, nichts an der berühmten Press, vorhin, da stehen ja normal immer ein paar Leute dort, die Tischstraßen besetzt. Nein, nichts, gar nichts. Und in ganz Otterkring war nichts los, wie ich gefahren bin. Also, und geschaut habe. Also, ja. Ja. Nein, es war Ein eigener Tag irgendwie. ist jetzt so. Das hast du manchmal. Zumal nämlich der Termin jetzt im Dezember schon fast ausreserviert Fast so ist. ist, Also wahrscheinlich wird es jetzt noch ein paar Platz geben. Platzl gibt es sicher noch, aber nicht viel. Aber es könnte auch schon sein, dass er jetzt schon ausreserviert ist mittlerweile. Das war gesagt, der Wahnsinn. Und nur für den einen Tag nicht. Na gut, 9 Leute,
wir haben ja unser altes Motto, wir spielen ja nicht für die, die nicht da sind, sondern Genau. für die da sind. Genau so ist es. Und natürlich die, was da waren, na, denen haben wir, die haben als allerletztes es verdient, mitzubekommen, dass wir nicht spielen, weil es zu wenig Leute sind. Nein, das gibt's nicht. Nein. Au contraire, wir haben jetzt nicht so lang gespielt, muss man Wir sagen. haben nur Das ist 2 vielleicht- Sets ja. gespielt, aber zwei lange. Zwei schöne. Wirklich schöne Sets. Ich habe quasi durchgespielt, mehr oder weniger, weil, ja, war ja eine intime Geschichte. Und war aber ein sehr leibender Abend, hat an jedem wirklich gut gefallen. Also wir sind dann noch alle 9, plus wir zwei, noch bei der Schank, dann noch bei der Fluchtachterl durchaus noch hängen geblieben, muss ich sagen. Ja. Und es war ein recht stiebiger, leibender Abend. Aber es ist halt interessant, Ganz eine eigene wie Atmosphäre so gehabt, rennt, aber ja. war schön. Ja, War schön. war schön. Also, klar, ich meine, man will mal spielen vor vollem Haus und so, ist schon richtig, aber im Prinzip sind wir drauf gekommen, wenn das Publikum leibend ist und aufmerksam ist, dann ist es eigentlich fast wurscht, wie viele sind, weil wenn es viele sind und es ist eine Unruhe im Raum. Ja, es gibt ein paar, die nicht zuhören und die plaudern, die dann Wirbel machen. Dann was hilft dir dann der volle Saal? Ne? Da ist man leider Äußerst wenig. selten. Also Zum Glück. Quasi fast nie. Nicht, muss man wirklich Zum sagen. Glück. Ne? Ja. Ja. Graue Haare wachsen wäre doch ein Fortschritt, man, der Ironacker. Ja, das stimmt allerdings. Ja, beim Glas ist schon so weit. Bei mir geht es noch ein bisschen. Schau mit die Werner Blermen, das spielt ja Manfred Kraft, das hat er mir erzählt, der Karle. Das hat er mir erzählt, dass du mit die Werner Blermen dort warst. Also er hat jetzt nicht von dir gesprochen, wenn er gewusst hat, dass ich die kenne, aber er hat gesagt, geht's ja die Werner Blermen ja auf. Ja, schon. Ja, weil die haben auch da gespielt auch, ne? So. Zehnte. Nein, aber wie gesagt, das war leibend, aber natürlich so anstrengend und ich merke halt schon, also wirklich, dass ich heißrig bin. Ich bin echt heißrig ein bisschen, die Stimme ist leicht angeschlagen, aber angeschlagen, ja. das, Da 5 Tage hintereinander und ja. ja, das Heute ist, noch einmal reden und Freitag am Vormittag auch geplaudert natürlich. ja. Aber das ist nicht so anstrengend wie Singen natürlich, aber trotzdem. Ne? Ja. Ja, das ist halt, aber nichtsdestotrotz. Jetzt haben wir 2 Tage frei, also 2 Tage nicht zum Spielen, sagen wir es so. Dann am Donnerstag sind wir In Essling, in Kultur. Essling sind wir da. Aber wie ist der Kulturflecker? Was weiß ich, Kulturflecker so Essling. ja, das haben wir in Essling. Und Samstag sind wir privat im Samstag Salon. Private, ein Salon. Salonfamilie Hetzer kann ich. Richtig. Privat wieder mal. So schon schaut's seit aus. zig Jahren. Ja. Ich freue mich schon sehr drauf wieder dort. Ja. Walter Nagelmann, zu Recht natürlich die Veranstalter dann leid, wenn der Besuch und der Erwartung bleibt. Ja, ich meine, in unserem Fall ist es ja nicht so schlimm, weil ja, wir der Veranstalter sind. Und nachdem ich das Lokal ohnehin la war, so wie wieder Rudi gesagt hat, der Stieper Rudi, ohne euch hätte man War- Leute weniger. waren die Nicht? Leute auch nicht da gewesen. also was so ist, nicht? Das Engerlaus Kalat darf ich heute nicht vergessen. Jawohl. Richtig, Wolfgang, Jawohl, absolut. jawohl. absolut. Wildcat ist da, jawohl, der Rudi Weiß aus Natschbach City. Einmalig. Servus. Einmalig. So, na gut, ich würde sagen, wir reißen jetzt einmal an wieder was. Das ist selbstverständlich. Erst weil wir jetzt geredet haben von den Ja. Schutzpatrone Österreichs, da überall die ganzen Dinge. Ja. So haben wir ewig nicht gespielt. Von Ja. Johann Schrammel, Ja. die was Österreich ist. Oh. In G-Tour, das weiß ich noch. Wie weißt du das? Ja, passt. Es wird sich ausgehen. Ein alter Stickel, ich weiß jetzt gar nicht, wer den Text geschrieben hat, aber Sioli Wiesberg, einer von den zwei oder beide gemeinsam, das weiß ich jetzt nicht, aber einer von den zwei sicher. Ganz sicher einer von den beiden. Also einer auf jeden war nicht Fall. beide, ja. Waren nicht Und beide gemeinsam wieder, ja. also der wurde ein Text geschrieben und es wurde allerdings auf das Lied geschrieben, der Text. Also nicht umgekehrt, nicht der Text wurde vertont, sondern das Lied. War zuerst die Melodie da, ja. Ich weiß gar nicht unter welchem Titel oder ob es überhaupt als Titel Das weiß ich heraus gar nicht, war, ja. das weiß ich gar nicht, wie das so war. Aber von Johann Schrammel, der hat das geschrieben und wurde also dann vertextet. Und Bekanntheit hat dieses Lied erlangt in den, ich glaube 1941 oder was war der 40er Film, Jahren, ja. Die Schrammeln. Eben, das war mit Paul Hörbiger und Hans Holt und Hans Moser Andergast. und die Andergast. Nein, die Andergast Die war da Andergast nicht dabei. War die Andergast nicht Nein, dabei? die Blonde, wer weiß nicht, die Ackermilli die gespielte Blonde, die zweite Fuß mir jetzt nicht einfällt. Aber die Andergast war es nicht. Aber auf jeden Fall, also so die Ja, also ja. so Dinge, und es war natürlich ein Propagandafilm, nicht, wie es halt war in der Nazi-Zeit.
Und ich glaube, der Film hat Kassen, die Schrammel. Die Schrammel hat der Kasten, ja. Und da ist dieses Lied sozusagen die Signature-Nummer, nicht? Also the Main Theme. Nicht? The Main Theme von dem Ding. Und nur war es ja so, dass das unter dem Hitler war das ja dann so, dass also der Begriff Österreich dann sozusagen getilgt wurde. Also das nicht, man Durfte nicht mehr vorkommen und erwähnt das werden. war nicht. Ja. Und also da war eben die Ostmark, hat man dann gesagt. Und dann ist aber auch, und das war da schon in die 40er Jahre, wurde auch zunehmend darauf geschaut, dass auch der Begriff Ostmark aus den Köpfen verschwindet. Das ist also wirklich auch eine psychologisch oder mental also eine Eingliederung in das Deutsche Reich ist und eben nicht mehr als eigenständige Provinz oder so irgendwie betrachtet werden kann. Das war der Plan. Jetzt war aber dieses Lied, hat Kassen, was Österreich ist, Ja. und kommt auch so, ist ja auch quasi dann die Pointe im Refrain. Und so wurde es für diesen Film umgeschrieben, also nur dieser Satz, und da wurde dann geschrieben, also statt was Österreich ist, wie schön es da ist. Das ist eigentlich das einzige kulturhistorisch Interessante. Der Film ansonsten, ich liebe ihn, weil ich solche Filme halt liebe. Schau mal, Manfred Graf sagt schon, Wiesberg. Danke herzlichst, Wiesberg hat es geschrieben. Wilhelm Wiesberg, danke, ja. Und also der Film, ich habe das natürlich geliebt immer, nicht, diese Sachen. Und es ist natürlich auch kein historisch einwandfreier Schrammelfilm, Biografie. Einige, es ist gar nichts. Aber so super Geschichte, sehr erfolgreich. Und eben dieses Lied haben sie da reingebracht. Wir singen es natürlich selbstverständlich in der Originalversion. Was Österreich ist. Das ist selbstverständlich. Wollen wir so zusammenbringen, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich habe jetzt Zeit zum Nachdenken gehabt. Weißt du, hoffentlich hast du die Zeit auch genutzt. Jetzt bin ich nämlich verwirrt, weil ich so viel nachgedacht habe. Weißt du, das Gleichspiel hätte etwas einfacher gewesen wahrscheinlich. Da draußen ums die Gewohnheit, wenn's grad untereinander sind, dass meistens über die Achsel nur von Österreich reden dann. Wir zwar sind Patrioten, dürfen sowas gar nicht hören. Wenn unser Blut in Waldung kommt, fix laut und Mond und Stern. Wir sagen sofort zu sehen, ja, habt's es heute. Wer noch in Wien nicht war und Linz nicht kennt, wer nicht in Graz drin schon spazieren ist gerannt, wer Salzburg nicht hat gesehen, das Paradies, hat kein Begriff davon, was Österreich ist. Aber das Bursch mit Stab und mit einer Huda in der Hand, der wird von einem Gendarm erwischt, wie er grad fecht am Land. Der Richter sagt, jetzt haben wir sie schon dreimal fortschubiert. Sie kommen immer wieder zurück, ganz frei und ungeniert. Ja, Herr Kommissär, schauen's, mich zieht's halt überher. Wer noch in Wien nicht war und Linz nicht kennt, wer nicht in Graz drin schon spazieren ist gerannt, wer Salzburg nicht hat gesehen, das Paradies, hat kein Begriff davon, was Österreich ist. Der Herr Professor, warte, jetzt habe ich den falschen Faden drin. Der Herr Professor, ich hab schon wieder. Siehst du, das haben wir sofort gerettet mit einem Klassiker.
Ja, kann man immer. Der Herr Professor fragt einen Studenten, der im Jahr für öfters in ein Wirtshaus wie im Hörsaal drinnen war. Definieren Sie mir Österreich geografisch nach dem Plan. Herr Doktor, antwortet der Student, das greift mich zu sehr an. Das kann man nicht beschreiben, drum los ist lieber blöd. Wer noch in Wien nicht war und Linz nicht kennt, wer nicht in Graz drin schon spazieren ist gerannt, wer Salzburg nicht oft gesehen, das Paradies, hat kein Begriff davon, was Österreich ist. Jawohl. Super Nummer. Jawohl. Haben wir schon ewig nicht gespielt. Ewig Haben wir schon ewig nicht gespielt. Ja. Sehr zum Wohl auf dem Wiesberg, auf dem Schrammel. Ganz leise, Er zieht, ganz er leise. zieht bereits. Die Achtelvereine danke ich vielmals. Du Patrick, du musst den Finger heben. Den Finger musst du heben. Habe ich ja vor lauter Spülen gar nicht gesehen. Ich erhebe den Finger. Ich sehe ja jetzt nichts. Also, Super Sticker, 5 Euro vom Wildgate. was führt hier meine Hand? Ich weiß nicht, aber dann wird du bestimmt. Peer Character, lifting some weights, saying keep it up. Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es Jawohl. gefunden. Dankeschön, Wildcat. Auf die Wildgate. Danke vielmals. Sehr zum Wohle. Danke dir schön. Die Achtelvereine danke ich vielmals. Oh, gut. Schau, die Achtel, das haben wir wirklich schon lange gespielt. Und jetzt, glaube ich, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, Jetzt glaube ich, müssen wir die KTM Bonne hochleben lassen. Dazu hole ich natürlich den Calimero-Helm für den Wie Patrick. Glas. Die Eierschalen für den Patrick. Ich glaube, die kann wieder rücken davor. Der ist schon so grauslich, der Helm, weißt Ja, den hast du nur du auf. du? Wir werden vorher aufgehabt, jahrelang. Na, jahrelang den hole ich. Das war der Vespa-Helm. Einer von den Vespa mit der hat ich gesagt. Jawohl! Ich habe ja keinen Helm da, die sind ja alles draußen. Der andere ist ja nicht so schön. Das ist für die Brille auch nicht so geeignet. Aber Aber naja, da musst du durch. Da musst du durch. Ich habe nicht einmal ein KTM-Kaperl mehr. Nämlich nicht, weil ich es weggehauen hätte oder was, sondern da so nicht viel reden jetzt. Ich habe ihn Ja, warte, lass mir das erklären. Weil ich habe so viel. Erklären Sie, ja. Ich hab die KTM-Kappe so oft aufgehabt. Jetzt sind sie auch schon so halt hin und Dreck und irgendwie ist ganz alles Angespeckt ein bisschen. Nein, nicht? angespeckt, ja, und ausblechen und Ding und schon schier. Ein bisschen angewischt könnte ich auch einmal merken gerade. Das ist schon- Setz auf. Wegen Staubelungen, weil ich den aufhabe. Ja, schau, der Raffi hat ja auch. Raffi, das darf ich schicken, herzahlen. Raffi hat sich auch. Warte mal. Ach Gott, wo hab ich denn das? Wo hast du mir das geschickt? Nein, ich lasse ihn rufen. Gefix. Hast du vom Raffi vielleicht ein WhatsApp gekriegt mit dem Pavlatschen-Hoodie? Einmal? Moment, das habe ich dir schon Die Tage. einmal, ja, glaub ich. Hast du weitergeschickt? Ja, warte, dann. Nein, heute ist eins gekommen. Warte, jetzt habe ich eins gekriegt. Nein, heute. Jetzt habe ich eins gekriegt. Im Moment, ich schicke das gleich weiter. Achso, das. Jetzt gerade habe ich es gekriegt. Das Also geht. jetzt, also weiß nicht, seit der Pavlatschen Ja, ja, jetzt. ja. Da. Bitteschön. Haben wir schon. Jawohl. Ja, Was jetzt noch wegen Rezellin den Helm wieder an? aber. In Calimero. Zack, da haben wir schon hier. Raffi in Burgunderrot, bitte. Mit dem Pavlatschi-Hoodie. Jawohl. Weltklasse. Patrick schaut aus wie eine weiße Maus. Steht dir, Patrick, sagt die Alexander Kabach. Ja. Oh, danke dir. Ja. Küss die Hand, Alexandra, danke. Ich glaube nicht, dass Ich das glaube, ernst es war nicht ernst. Aber gemeint, ist ja aber wurscht, es aber macht wir nichts. danken. Schau, das hat der Raffi. Jawohl, einmalig. Raffi, Weltklasse. Weltklasse. Und ist leider. Taugt ihm auf jeden Fall. Und das taugt uns wiederum. Calimero, sagt der Markus Volker. Wie die weiße Maus. Sehr gut. Gefällt mir.
Achso, na gut, das spielen wir es auch, ne? Ja, fangen wir jetzt an, bitte. Ja, aber du tust das so, uns auch noch das Der Druck da, aber geht der Druck, ist, aber der geht Druck was, auf die ja, Oberarschel aber machen wir was, hier. jetzt tu nicht da herumsudern, was ja Mimimi die ganze Zeit, das ist für die Kunst, Patrick, für die Kunst. Ich tue alles für die Kunst. Machen wir nicht hin. Wer den noch aufsetzt. Nein, der ist nur für dich, den habe ich schon längst auch nicht gehabt, was du nicht da hast. In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen, auf Wilhelminenstraße Nummer 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped-Huppen. Schon sind die Puppen wie die Wüden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneiche, weiß lackierte Bonne. Mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das Betone. Komm, schwing die auf, Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12er Haus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Bei meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum. Ja, wenn man's Auspuff real so leicht verliert. Ein leichter Haarsperrer, naja. Davor da ist ein Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schaut rein wie der Vernandel. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt einen Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorn bei uns am Becken. In der Beckenkurven bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich um mit Traumdecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat's aus sie nicht halten wollen, jetzt hat sie gegoschen, ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, damit der Wirbelhund die Leiter putzelfrei. So eine Weltmaschine, was? Ich fahr super fort mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Baum, den Scheibe zusammen, der hat einen Letten. Jetzt ist mein Vorderradl hinten, ich fahr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen an der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emellierter Kiebe. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiebe fällt mir auf die Birne, ich hab einen Diebe. Jetzt nimmt's den Kiebe weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist schön, und das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester grad einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, wer was weiß ja den Bellone. Meine Hände können an sein, und das Moped muss noch da sein. Meine Haxen können furzen und das Kraxen muss noch gut sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Oi, die Bonnie. Oh, die Gattin. Bonnie. Liebe Leute, ich befreie mich wieder. Ihr gestartet, ich hoffe, du gestartest auch. Wenn du dich dann sicherer fühlst. Für mich ohne Helm sicherer. Ja. Das ist hier eindeutig. Ja. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich lege ihn wieder auf. Leg ihn auf, ja. ja, das schon. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ausgehalten. Das Schild ist jetzt hier noch zu sehen, natürlich. Und dann ab nächsten Montag in der Klause an der Wand. Ja. Da weiß ich halt nicht, ob man es sehen wird. Das kommt halt drauf auf, wo ich es halt unterbringe und wo dann die Kamera ausschnitt. Werden wir es wieder gemeinsam montieren? Wir haben ja schon einige Schilde dort gemeinsam ummontiert und wieder. So ist es. Kann mich erinnern, ja. So ist es, die Schilderwand, ja. Ja. Von mir aus darf Patrick den Helm heute ruhig auflassen. Bravo, Ackerl. Bist du Ackerfreund, gast? Ackerl, Ackerfreund. Ja, der Raffi sagt, der Patrick passt eh gut. Was, lauter Freunde hätte das. Ja, Wahnsinn. Jawohl. Schau, die Meg hat schon geschafft. Muss ich zum Wohl auf euch einmal. Die Meg hat schon geschafft, das Foto Meg habe ist ich schon gerade da. noch mitbekommen. Fesch, jawohl. Meg wieder zurück in München, habe die Ehre. Megi ist schon daheim. Von einem erfolgreichen Wienaufenthalt, Ja. zumindest beim Taschler, wo wir ordentlich nachgefeiert haben, in 70er. Ja. Würdig. Und wir haben auch in Wolfgang ordentlich nachgefeiert. Ja, Wir haben auch auch im sehr würdig. Patrick ordentlich nachgefeiert.
Auch würdig. Ich glaube, so kam ja auch der Wolfgang auf die 6 Vierteln. Das waren die ganzen Skorpion-Kinder daher, meine lieben Satzerlieb, haut's mir eine mörderische Orgie an rote Achteln zu Ehren von unseren Geburtstagskindern. Ich weiß jetzt da nur vom Wolfgang, die Mäge, der Patrick, nicht jetzt in der Pavlatschen, aber am ersten auch die Serafin von Dornröschen. Serafine auch am ersten Jahr. Serafine, Frau Bitzki, die Frau Winzerin, haut's uns eine bitte. Eine Orgie an rote Achteln für die Geburtstagskinder nochmal im Nachhinein, von denen wir es jetzt zumindest wissen. Ich danke euch jetzt einmal verbal im Namen von den anderen auch alle. Gell? Dankeschön. Und erhebe das Glas natürlich. Auf uns Skorpione in dem Fall einmal speziell. Gell? Ja. Jawohl. Happy Birthday. Juju. Was das immer mit Biersten zu tun hat. Juju. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So, die Achtel, danke vielmals. Merci für alle lieben Wünsche, sagt sie, jawohl. Ranaka, das Lied halbiert die Halbwertszeit der Bassseiten. Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Walter Nagel hat das schick gesagt. Walter Nagel hat das schick gesagt. Kleine Werbung in eigener Sache. Freunde, wir haben jetzt ja schon ein paar Bilder gezeigt, jetzt davon von den Hoodies, die ausgetragen werden. Ganz leibend, ganz großartig, ganz Super. große Freude. Super. Und es gibt auch noch weitere, bereits neue Produkte in unserem Merchandising-Shop, also im Fanshop. Findet ihr bei uns auf der Homepage 16erburm.at. Da findet ihr den Reiter Fanshop. Es gibt ein T-Shirt wieder, und zwar den Klassiker mal wieder Klassiker, aufgelegt. ja. Neu aufgelegt, nämlich das letzte Gerstl für gescheite Musik. Das kann ich jetzt sagen. Für was habe ich denn da? Für was hast du dir so Mühe gegeben, das Ganze? Für was haben wir? Ja? Habe ich alles da. Ja. Jetzt her. Das ist wieder da, ich will das noch nicht zu lang. Also das gibt es in 3 Farben mittlerweile, ist er dazugekommen, ist im Burgunder, glaube ich heißt, weiß ich nicht. Dann haben wir sehr leibend da diese Beanies. Sagt man Beanies zu denen? Nein, das sind die Bommelhauben. Die, so, Bommel, nicht Beanies. die Bommel sind voll. Das sind die Bommelhauben. Mit Quastel. Freue mich schon sehr drauf. Ja, Bommelhaube mit Quastel. Den Wurstel kann keiner da schlagen. Das steht drauf. So schaut's aus. So schaut's aus. Und dann haben wir auch noch, jetzt haben wir wirklich, das heißt glaube ich wirklich Beanie. Heißen die nicht Skipper irgendwie oder so? Oder? Fisherman's Beanie. Fisherman's Beanie. Ja, genau, so heißen sie ja. Alter, schon wieder. Nicht Skipper, Fischer, irgendwas mit aufs Meer fahren hat es zu tun. Ja, schon irgendwas war es, ja. Ja. Ja, in diesen 4 Farben. Schau. Also das gibt es auch gerade. Neu. Werden wir schauen, was ich noch zusammenbringe. Ob noch was geht. Es ist halt auch so, wenn man wirklich wenn man es als Weihnachtsgeschenk haben will und man will auf Nummer sicher Achtung, gehen, ja. das schon, also Im noch November noch. bestellen, also bis 30. November, das schon bestellen. Es kann schon sein, dass wenn du was bestellst am 5. Dezember, das auch rechtzeitig kommt. Das ist nicht, also sehr wahrscheinlich sogar, aber wenn ich auf Nummer sicher gehen will, dann noch im November bestellen und dann ist halt ein Hassadieren. Ne? Dann kommt es im schlimmsten Fall ein bisschen später. Aber wie gesagt, das eine oder andere werden wir noch eine bringen. Vielleicht schaffen wir das noch. Ja. So, schaut auf ACM, eine Sektflasche vom Sigete wird angebottelt zur Feier des Tages. Einmalig. Lass euch Sehr gut schmecken. schön. Ja, die Frau von Wolfgang, die Karin war da und die Tochter auch. Richtig, mir gesagt. Das ja. auch. Mir ist es gleich von Hans Moser einstudiert. Na, Carlos Martinez. Ist da, was, mir ist es gleich? Wieso hätte man das einstudieren sollen? Das kenne ich gar nicht. Mir ist es gleich. Oder haben wir da schon mal geredet? Nein, da kann ich mir ehrlich, sagt mir jetzt auch nichts. Jetzt stehe ich auch. Weiß ich nichts. Ja, da haben wir auf jeden Fall nicht. Mir ist, oder da haben wir mal geredet, glaube ich, wo wir schon gesagt haben, das kenne ich gar nicht. Gell? Ja. Also wenn ich es gar nicht kenne, ja, das mit Einstellen, das wird noch länger dauern, weil das ist auf der Liste, die Liste ist jetzt bereits lang und das dauert, bis Das man ist sehr lang, die Liste, ja. Der Pfarrer war sehr erbost, sein Wein gestreckt mit Wasser. Prost, Brauerei des Spießleiner, jawohl. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, ja, also diesen im Shop, ich kenne es aus der Werbung, und dann haben wir
wer es noch nicht weiß, natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, wo ist denn, da habe ich es schon her. Die Kanalmitgliedschaft ist jetzt möglich. Man kann um 4,99 € im Monat Kanalmitglied werden. Das bedeutet für uns quasi 2 Achteln im Monat beim Taschler. Ansonsten euch jetzt Vorteile in dem Sinn bringt's nicht. Nein. Aber es lässt uns auf Achtel. Also das heißt, das Kanalmitgliedschaft ist und das reicht, also vom Ding her, weil also es gibt schon einen massiven Vorteil, ihr seht es schon im Chat, der eine oder andere ist erstens hervorgehoben farblich, das hast du halt dann, wenn du Kanalmitglied bist, das ist automatisch. Und bei den Kommentaren ist ja auch schon was aufgefallen wahrscheinlich, ne? So ist es, das Emoji. Das Emoji mit Spritzerglasel, auch das ist möglich, nur wenn du Kanalmitglied bist. Kann nicht einmal ich posten. Nein, das geht nicht. Wieso die Kanalmitglied? Ich könnte Kanalmitglied Geht das Kanalmitglied? Ja? Das war nicht schlecht, wenn du mal was auslässt. Ne? Und Ruhe, ja? Und ist schon Stille. Also auf jeden Fall würde uns sehr freuen, dass ihr dabei seid. Das ist halt, es ist einfach eine, wenn einer sagt, ich will den 16er Buben, ich zahle einer auch so aus, deswegen bin ich dabei. Das ist mehr, wir wollten da wirklich keine Exklusivsachen liefern. Nein, weil der Content bleibt bei allen, für alle und ja, das gehört einfach so, finde ich. So wie all das Wienerlied in die Welt tragen und dass möglichst viele Leute unsere Musik hören, die 16 beim Kinderlernen und da gibt es keine Blockaden oder irgendwelche Sachen dagegen, dass man irgendwelche Schranken einbaut dazu. Nein, sicher nicht, haben wir gesagt. Richtig. Alexander Kabach hat schon eine, da die Spritzerglas. Richtig, genau, Sehr Alexander, schön, auf die kann man sehr verlassen. schön. Ja. Mir ist gleich, ob der Wein an der Donau wächst oder am Rhein, ja richtig, genau, da haben wir geredet, ja. Also Carlos, das wird länger dauern, also das wird wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden, dass wir uns das einlernen. Weil ich kenne es gar nicht, nämlich nicht das Ding, aber ich habe wirklich, also allein im Kopf hätte ich jetzt sicher 150 50 locker haben wir, da locker. Die ich wirklich gerne einlernen Die wir wollen, ja. wollte. Also, ja. Das ist. Also ich hoffe, du bist uns da nicht Nicht gram. gram, hoffentlich nicht. Aber das ist halt ja. Man kann ja nur eins nach dem anderen einlernen. Das ist halt das. Aber ja, sag niemals nie. Man weiß es nicht, vielleicht stolpert irgendwann drüber und sagt erst, ja, genau, eigentlich so schlau ist es nicht. Niemals nie. Das war ja so ein Anfang auf einer Lied eigentlich. So wie man früher geschrieben hat, so ein Lux. So schlagermäßig. Ja, die Richtung so wieder. Sag niemals nie. Mir ist gleich, ob mein Wein von der Donau kommt oder vom Rhein, ist ein Lied aus dem Film Die Deutschmeister. Echt? Das ist Film mir habe ich nicht, sicher den habe ich 1000 sicher Mal gesehen. 20 Mal gesehen in meinem Leben, ja. Aber an das Lied, Das Lied kann ich mich nicht erinnern, nein. Und ich kann mich an alle Moser-Lieder erinnern. Aber gut, Deutschmeister, dem wäre ich einmal nachgehen, weil das interessiert mich dann auch schon. Muss ich echt schon sagen. Ja. Schau, Susanne Moser, überweise den nächsten Tag mit der Schmatte. Ist heute auch die Bankstörung leider nicht. Susanne, danke. Danke vielmals. Da kann ich das ja auch mal kurz einblenden. Wer natürlich sagt, die Musik ist live und das taugt mir, kann uns natürlich gerne ein Schmattes zukommen lassen. Wir freuen uns darüber sehr. Herzlichsten Dank. So, was spielen wir jetzt? Martin? Was spielen wir jetzt da? Das haben wir letzte Woche zwar gespielt, aber wir spielen das Fiakerlied für den Ludwig Ach so, haben wir Saas. gesagt, Ludwig Saas haben wir versprochen, ja. Fürs Papa-Taxi. Fürs Papa-Taxi. Und weil ja unser Live-Jacker, der Franz Brandwein, beim Stiebert einer von den einen war. Endlich seit langer Zeit wieder da. Und gleich mit einem zweiten Fiaker. Also wir haben 2 Fiaker bei 9 Zuschauern gehabt. Das war Nein, hör mal. Fiaker-Hömerl, ja genau. Der richtige Fiaker-Hömerl. Richtige Fiaker-Hömerl, so ist es. Ja, na passt, dann reißen wir es auch. Ja, ich vier, 2 habe Roppen, mein Zegel steht am Grund. So wie die 2 Truppen, wenn's nicht bald gesehen haben. A Batschen, das gibt's nicht, wo Jesus nur nicht schlagen. Das Höchste war ein Schnäuzer, sonst reißen's mir den Wahn. Vom Land zum Lusthaus Vorriss in 12 Minuten hin, da springt man Kanzen im Galopp, da geht's nur Ruhe, Trott, Trott, Trott. Wann
uns noch so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brutz noch hab, dass ich auf Jacker bin. A Kutscher kann a jeder werden, aber fahren, das können's nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heute ein echter Wiener Kind. A Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heute pfiff, ein echter Wiener Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und er wäre dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Ruppen ein und führt's mich übern Graben. Dann lasst's es sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht ein wenig ein Gerät, sagen wir mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute so ins nur merken, an Fiaker führen's hinaus. Und auf mein Grab steht da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz er war heute ein echter Wiener Kind. A Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, er war heut ein echter Wiener Kind. Gustav Pick. Ja, Gustav Pick. Wo man auch zum Beispiel schon lange nicht gespielt, das alte Werner Fiaker. Ja, das haben wir schon ewig her. Ja, das fällt mir jetzt auch gerade. Machen wir es drauf. Eine freie Nummer, also ist ein altes Volkslied, auch im Alpenländischen durchaus bekannte Nummer. Und wir spielen nachher eine Nummer drauf, wo das auch verwendet, also wo man es auch kennt. Wo man es auch merkt. Was vorkommt. Wo es vorkommt, ja. Ja. Allerdings nicht im Dreiviertel, sondern dann im Viervierteltakt. Ja. So ist das. Da geht's zu. Fangen wir mal an mit spielen wir es, ja? Ja. Gut, freut mich, ja. Hast eigentlich das altes Wiener Fiakerlied. Altes Wiener Fiakerlied, so kenne ich es unter dem Titel. Manche sagen dann, ich habe ein paar schwarze Roppen. Ja. Und manche kennen es unter Ich schrei Höhe, ich schrei hoch. Ja. Das sind so die Titel, die mir bekannt sind. Ja, genau. Also am wenigsten kennt man es eigentlich unter altes Wiener Fiakerlied, ja. Das ist eigentlich ja. Naja. Ich hab ein paar kohlschwarze Roppen, sind eingespannt in mein Juckerwund. Ein Verein, das wir die zwei so droppen, das kann ich kein Menschen nicht sagen. Ich schrei hü, ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle Österreich ho. Ich schrei hü, ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle Österreich ho. Und da macht der Haus seine ersten Grare, da heb ich mein Kämpferl in die. Ich tu alles Fuhrmann, alles Schware und schon alles mit der Peitschenjuche. Ich schrei hü, ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle bei Österreich ho. Ich schrei hü, ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle bei Österreich ho.
fürchterlich stolz. Ja, aber ich schrei hü, Aber ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei allerhöchster ho. Aber ich schrei hü, ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei allerhöchster ho. Jawohl. Jawohl. Ich bin ein Fiaker-Kutscher, sagt der Wolfgang. Ja, stimmt, das ist ein. Und Fuhrmannslied, Michael Unger. Ja. Ein Schäfer, ich bin gleich erschrocken da, jetzt entschuldigt. Ja, ich schreck mir mehr, was du dir da schrägst. Das ist so hysterische, was der. Nichts ist passiert, aber die machen so einen Schrei, dass glaubst alles ist hin. Der Patrick ist auch so. Ich habe ja nicht geschrien, habe ich Naja, noch aber nie. ich zieh da jetzt noch. Der Auszug, Aber ich mich bin hat's schon alles gerissen. fest, ich hab schon glaubt, mein Achtel verloren. Mich hat's gerissen. Mich hat's gerissen. Und vor allem diese Melodie wurde ja auch verwendet beim Werner Schimmi. Ja. Ein Teil davon nämlich. Ja. Ich glaube, dass das spielen wirst. Deswegen Achso, ihr habt eben nur die Version, wie es die Steirer zum Beispiel spielen. Ne? Die spielen sie eigentlich in dem Tempo nämlich. Ja? Dann machen wir Das, den Fuhr, Werner das Schimmi da mal. heißt wie das Fuhrmannslied. Ja, das Der hat dann Steiermark, ja, der ja. Michael Unger richtig gesagt. Ja, wie man genau. sagt, ja. Ja, da gibt es ein paar Titel für das, ja. Ja. Machen wir gleich in Werner Schimmi, ne? Ja. In Mädling, in ganz ein kleinen Häsel, ist Wirtshaus zum goldenen Kranz. Ein heimliches Alter wie ein Bäsel, dort gibt es kein Fernsehen, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nix verstehen. Und dort kann ein Tanz man jetzt lernen, Werner ist schon noch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Wer ist, das ist kein Pflanz, was soll der Tanz? Lustige Sturte wie ein Kiertel, man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rock und mit Viertel, man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Kichen, die Plane, die Anna, tanzt der Wienerisch fesch voll Amor. Mit Wirstrom unter den Kraner und singt nur das Gstanzel dazu. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Da ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Pflanz, so soll der Tanz. Auf Zack. Rudolf Kronecker. So schaut's aus. Werner Schimmi. Sagt am Anfang greift richtig, an Volksweisen darf man sich ja nach Belieben bedienen. So schaut's aus. Haben die ganzen großen Ja. Komponisten auch getan. Beethoven zum Beispiel, bei den Mödlinger Tänzen hört man das so schön. Diese Volksweisen, die er da verwendet hat. Die alten Tanzeln, die alten Landler-Stickeln und so drinnen. Wunderbar, herrlich, ja. Ja, Nur, und nur ein Beispiel, der ja. Manfred Graf Weissach daraufhin wurde auch im Thema von Ludwig Gruber in der Landpartie mit Zeisalbung verwendet. Stimmt? Ja. Das von Kronecker Werner Schimmi verwendet aus dem alten. Ja, den werden wir auch sofort nachgehen, ne? Machen wir die Landpartie, ja.
So, ich brauche schon ein bisschen länger zum Umschneiden. Wir Fisch und lustig in früheren Jahren sind wir am Sonntag aufs Landwasser gefahren. Kein Rad und Döf und kein Gestank von Benzin, kein Mensch und kein Viecher wohin. Am Zeisel am Nord ganze Bande dran, zum Essen haben's mitgeführt ein Kriegsbrot, ja. Zum Anflogen haben's gebracht bei Novos der Stund, Familie samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hauser und Kniffrau, dann der Gradeltroger Blau, seine bessere Hüfte auch, dann der Bierversüberschlag. Sehr alte war dabei, Kinderstucker Zähne gleich, der Friseurkühl von Brigitte hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bocker mit der Rehwesel Hosen, sitzt vorne der Hofmusikant. Er tut auf sein Postherdl bloßen, ein Liedl, das jedem bekannt. Da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Ein Hit jagt den nächsten. Ja. Bravo Manfred Kraft. Bravo Manfred Kraft. Der Hannes Spießleiner meint, ich hätte einen Musikwunsch, und zwar das Pfeifengrammer-Lied, wenn das bitte möglich wäre. Ist das möglich? Ja. Ja. Aber nicht ohne einen Schluck vorher zu nehmen. Nein, auf keinen Fall, ohne dass wir auf euch die Achteln von rein, wir wollen uns warte mal, während wir trinken, kann ich da das einblenden, ohne irgendeinen Nebengedanken. Ne? Selbstverständlich. Sehr zum Wohle. Prost, Prost. Da zieht er dann mal schon wieder. Ein Schmattes für die Muse. Ganz lieb. Das Foto, glaube ich, was ich da reingestellt habe, das ist, glaube ich, übrigens beim Taschler entstanden. Glaube ich. Das ist vom Taschler. Das ist das, wo wir mit dem Kabel mit gespritzten Stehen in der Hand? Oder ohne Kabel, nein, anders. Aber das ist auch jetzt nicht was. Ja. Keine Ahnung, ich sehe es da nicht jetzt, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, es ist beim Taschler. Ja, beim Manfred. Machen wir das Pfeifenkammer? Ja, machen wir das Pfeifenkammer. Ja, genau. Was wie es geht? Okay, ja. Beim Tabakrammer kommen die Leute zusammen, beim Pfeifen stand im leeren Feld. Weil die Feinfeger ihre Schmiertegel der Rost verkaufen, dann ums teure Geld. Und ein Stand war sie, da ist gar Spaß, bei den Madel kaufen zum meisten Herren. Und gerade bei dem Stadl schreit der Glanzmadel, an der Boxpfeifen hätte gern. Gerade bei dem Stadl schreit der Glanzmadel, an der Boxpfeifen hätte gern. Und der Wohnbauer und der Brotschauer gingen eilig bei einem Stand vorbei. Die zwei haben keine gute Verstanden, singst, das war eine rechte Fritterei. Und der Brotschauer macht den Zuschauer, wie er mit seinem Feuerzeug umspringt. Da ist der Staatsbrochen, der Hundsknochen an der Boxfeier zusammenbringt. Da ist der Staatsbrochen, der Hundsknochen an der Boxfeier zusammenbringt.
der Wohnräuber gingen miteinander ins Brandweinhaus. Sind zum Tisch gesunken, haben einen Schnaps trunken, kommt da jeder mit seinem Pfeiferl raus. Und die Saaträuber sind zum Formräuber, wenn's der Kerl bist, dann steckt das an. Da hat der Viechkerl seit der Boxperl und kein Mundspitzel nimmer dran. Da hat der Viechkerl seit der Boxrell und kein Mundspitzel nimmer dran. Was ist nächst geschehen? Ich hab's selber gesehen, was der Schmiedmeister hat aufgebracht. Der hat wollen, dass die Schmiedsgesöhn nicht dabei krachen bei der Nacht. Und die Schmiedshalle hat sein Gesöhnele in der grünen Kammer gleich entdeckt. Da hat der kleine Fädel seit der Boxbädel in der Kuhbutten drin versteckt. Da hat der kleine Fädel seit der Boxbädel in der Kuhbutten drin versteckt. Jawohl. Alle vier Strophen. Also, Ja, schon lange nicht das mehr gespielt, gegeben. Ewig nicht gespielt. Ewig nicht gespielt, aber schön, klasse Nummer. Lauter uralte Weisen zum Teil heute, was wir da spielen. Ja, heute, stimmt. Ja, wirklich war Ja. interessant, diese Wünsche heute, aber wirklich schön. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Absolut. Wir sind schon beim Tschaikowski angelangt. Ja. Das haben wir viel aus der klassischen Musik. Viele Komponisten haben sich dann der Volksweisen bedient. Das war so eine übliche Geschichte eigentlich, kann man schon so sagen. Die haben geschöpft daraus eigentlich, kann man sagen. Ja. So, die Spritzerglaseln von Alexander Kapp. Jawohl. Spritzerglaseln. Jawohl. Du, einen kleinen Schluck nehmen, hätte ich gesagt. Ja, bin ich dabei. Ja, weil wieder nicht besser, wenn er da steht. Ne? Nein, waren wir da auch schon. Aber es geht noch. Genau, ja. Es geht noch. So, jetzt machen wir einen modernen Schlag. Ein Schlager? Machen wir einen Schlager? Was Schlager? Modernen Schlager habe Ich verstehe einen modernen Schlag. Achso, moderner Schlag, ja. 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 Der Schlager, wisst ihr? Was geht für ein Schlager machen? Oh ja, das ist ja das schon. Was denn? Ist eigentlich ein Schlager, ja. Wenn man es genau betrachtet, ein Schlager, ja. Ja. Das ist ein Jazz-Schlager, ja. Das ist ein, ja. Da hast du nicht Unrecht, aber es stimmt natürlich insofern nicht, weil es keiner so sieht. Das ist ein Jazz-Standard. Ja. Ne? Aber ja, haben wir auch schon lange Hast du gespielt, lange ne? gespielt, ja. Englisch-Deutsch. Fangen wir Englisch an, hören Deutsch auf. Das gehört, ne? Jawohl. 1, 2, 3, 4. Fly to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart with song and let it sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, yes, it's true. In other words, I love you. Flieg mit mir zum Mond und dann spülen wir mit den Sternen. Ich möcht mit dir am Jupiter die Vogel singen hören. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib für immer da.
Wir haben uns so viel zum erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterne überstehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. La la la, la 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 la. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Schon lange nicht gespielt. Schon lange nicht gespielt, ja? Yes, das ist Jazz. Yes. Der Text von Cole Hunter hat den deutschen Text. Ja. Nikolaus Jäger. Ja. Nikolaus Jäger, Cole Hunter. Der Cole Hunter, ja. Hat eigentlich Wienerlieder geschrieben. Ja. Und ist nach Amerika gekommen. Nicht? Und dann war dort aber relativ erfolgreich, glaube ich, sogar. Also, als Musiker oder Produzent oder keine Ahnung, als Komponist. Als Komponist und so weiter, ja. Und hat aber eigentlich relativ viel Wienerlieder eingesetzt. Das war damals nicht so unüblich. Also klar, das war natürlich zum einen einmal ganz stark durch die Migration der Juden natürlich. Ne? Ja. Da waren ja sehr viele Komponisten dabei, Wiener dabei, ne? Ja. Die es geschafft haben, zumindest nach Amerika. Und dem ist es eigentlich geschuldet und das war ansonsten auch üblich. Es sind einfach viel, das Wienerlied, oder das war ja eine übliche, das hat ja jeder eigentlich Wienerlieder geschrieben, mehr oder weniger. Ne? Und dann ist man halt, nach Amerika. Gegebene Sache, das war einfach so. Ja. Und hat halt auch natürlich Wienerlieder geschrieben und halt andere. Und das hat sich nicht ausgeschlossen, aber es ist da manchmal ganz lustig, wenn du so den Katalog anschaust von so manchen Komponisten aus damaliger Zeit. Und was der alles geschrieben hat, ja, welche Bandbreite der hat, ja. Wienerlieder, Schlager, Operetten, Melodien, Musical-Melodien. Also alles quer durch, was gebraucht wurde. Das war Gebrauchsmusik einfach, sozusagen. Ja. Man hat es ja gebraucht, weil man hat ja jedes Lager, man hat ja nur Live-Musik gehabt. Das heißt, es war ja der Bedarf auch da, weil so, dass sich ein Hit so durchgesetzt hat, das war ja damals noch schwerer, weil da war noch nicht einmal gescheiter Radio wirklich, man war schon da. Also Radio war schon, zum aber Teil, das hat auch nicht jeder daheim. Nein, das war noch nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Faktor. Ne? Der war natürlich dann und immer mehr und immer schneller, aber der Hauptfaktor war natürlich Bands, die gespielt haben. Nicht? Also was bei uns weiß man in den Location. War zum Beispiel James Lahr, Vogel aus Wien, der Horst Winter. Horst Winter, ja. Der Horst Winter mit seinem Orchester im Volksgarten, das waren natürlich schon Stars. Und da hat man dann schon, also wenn der Lied in ihr Repertoire aufgenommen haben, dann wurde das auch schrittweise zu einem Hit. Ne? Und das war dann, aber da hast du natürlich viele Komponisten braucht, viele Lieder, weil jede Band jetzt gerade Amerika, wenn du da anschaust, ich meine, das ist ja. Ist ja ein Riesenland, ne? Also riesig, also das ist ja Wahnsinn. Und das war halt damals nicht so, dass wenn einer der Ostküsten was schreibt, dass das kein Problem, das schreibe ich für die Westküste. Das hat ja alles ein bisschen eine Verzögerung gehabt. Ne? Und dadurch war natürlich, und dann natürlich bei uns in nicht ganz so extremen Rahmen, aber klar, nicht, also im deutschsprachigen Raum natürlich mit Deutschen, das war schon, da hast halt, weil ja überall hat eine Liveband gespielt und die hat natürlich Lieder braucht. Und dann erst so, wirklich dann, wie sich der Radio so durchgesetzt hat, dann war das schon ein Riesenfaktor. Aber es war ganz interessant, ja. Ja. Und wenn man denkt, wie viele Orchester es in Österreich gab, wie viele Big Bands es gab in Österreich. Auch nach dem Krieg noch in den 50er Jahren, 60er Jahren. Unglaublich eigentlich, ja. Ja. Das ist wirklich. Und das ist heute Silving, Karl Grell und wie sie alle hießen. Ja, und unglaublich. Und das muss man dazu sagen, kein einziges davon hat eine Förderung gekriegt vom Staat oder was. Und die haben gut gelebt. Ja. Also mit Förderung, also mit Fetti George hat es dann ein bisschen schon begonnen. Der Fetti hat dann schon ein bisschen mit Förderungen dann auch gehabt. Naja, es hat dann sicher das eine oder andere gegeben. Ja, die 70er dann, wie sie schon angefangen haben. Ne?
Aber das war bis dahin und diese Orchester wunderbar leben können. Ja. Das ist heute undenkbar. Das ist Silving, Schieder und wie sie alle hießen, ja, unglaublich, ja. Das ist heute nicht. Das geht nicht, dass du sagst. Das war ja damals ein bisschen mein Kritik, nicht ein bisschen, das war mein Kritikpunkt an dem Projekt von Wolfgang Ambros mit Christian, mit Kolonowitz zusammen, wo er die CDs und mehrere CDs gemacht hat, Ambros singt Moser, wo also so diese Hans-Moser-Lieder gespielt hat, was eine super Idee war, aber es wurde mit Orchester gemacht. So eigentlich, wie es bei den meisten Liedern auch Filmmusik war, auch bei Moser und so weiter. Aber es war natürlich von Haus aus ja zum Scheitern verurteilt. Also ein paar CDs und so, und das war's. Das war es leider. Weil das haben sie dann gerade gesagt, kann ich mich noch ganz genau erinnern. War wahrscheinlich ein Seitenblicke-Beitrag. Ja. Wie es also bei der CD-Präsentation war, natürlich irgendwo ja eben ein Orchester mit Sinfonieorchester, ein Wiener Lieder mit Sinfonieorchester. Das Ambassade-Orchester und das Kassen dann, was da das war ja dem nachempfunden. Nur. Ja. Und da hat der Ambros schon gleich gesagt, naja, oft wird man es nicht hören, weil wo kannst du ein Orchester leisten? Ne? Und haben wir gedacht, ich verstehe es nicht, warum der nicht mit einem Schrammel-Quartett das gemacht hat. Kann mich erinnern, haben wir gesagt, damals noch. Was ist Neu-Wiener Konzert? Schrammel haben wir da gesagt, damals war doch prädestiniert dafür gewesen. Also das war so aufstrebendes, gutes Schrammel, junge Leute gewesen damals. Nicht? Das war doch Leid gewesen. Nicht? Aber der Ambros war ja der Förderer gewesen, sozusagen. Nicht? Ja. Also es war jetzt gar nicht gewesen, ob es mir da drauf kommen oder nicht. Ja. Einfach, ich mir gedacht, wieso mit einem Orchester? Also jetzt gibt es eine Chance der Publicity fürs Wiener Lied und dann machen sie es mit einem Orchester. Die CD ist gut, also die Lieder sind auch, der Kolonno jetzt kann ja was, ist ja nicht so, ja. Alles das gut. steht ja außer Frage, ja. das auch nicht miteinander nichts zu tun. Und das haben sie wirklich gut gemacht, aber ich mir gedacht, eine Chance vertan. Das war eigentlich absolut, Ding, ja. Ja, der Walter hat gesagt, und die Verleger haben mit den Bands nicht wenig Umsatz gemacht. Absolut. Da hat jeder leben können. Jeder hat leben können. Jeder leben können. Der Arrangeur hat leben können, die Korrepetitoren haben damals leben können, alle, was die Sänger begleitet oder unterstützt haben beim Einstudieren der Nummer und so weiter. Einer vom anderen in der Musik. Ja. Das war halt anders. Ja. Schon der Walter, der Frankie hat auch Freude mit euch. Ja, wo ich danke. Die Häuserfrau ist leibend angekommen in Döbling am Freitag, gesungen von unserem Manfred Kraft mit seinem Akkordeon. Einmalig, Manfred. Manfred, die große Freude. Ich heb sofort mein Glas. Wichtig. Bravo. Sie freut mich wirklich, wenn die Nummer gespielt wird. Ganz großartig. Haben wir natürlich gestern in Stadtlau quasi bringen müssen. Das war natürlich Pflicht. Ja. Der Franz eben sagt richtigerweise, schau die alten Shows an. Jeder spielt, oder Big Bang spielt, jeder Sender hatte sein Orchester. Ja. Eine tolle Spielwiese für jeden Musiker, so ist es. Oder mehrere, so wie der ORF gehabt hat. Nicht? ORF hat einige gehabt und das waren ja Sprungbretter auch für die jungen Musiker, nicht? Weil das waren ja wiederum... Auch zu Solokarrieren und so weiter. Auch das und halt natürlich auch zu den größeren. Nicht? Du hast als Musiker damals eine Möglichkeit gehabt, aufzusteigen. Von an, was der Orchester, dann warst du schon bei den Rot, dann warst du schon was, nicht? Ja. Dann warst du nicht. Und natürlich, klar, der Philharmoniker war natürlich dann das Nonplusultra, wie immer. Aber heute hast du eigentlich fast, hast eine Handvoll Orchester, die alle auch sehr gut sind, muss man auch sagen, weil natürlich die Qualität ist ja nicht nachgegangen. Die hat nicht nachgegeben, die ist eher gesteigert worden. Aber du hast, und dementsprechend schwer ist es aber auch in ein Orchester zu kommen. Ne? Ja. Und früher bist du bald einmal, du hast schon was, früher hast du aber auch was kennen, also heute kennen sie auch, ich sage, das war kein Thema. Du hast irgendwo was spielen als Kenner, bist du reingekommen. Das war kein Problem. Allein was mit ORF Big Band und dann diese Auskopplungen dieser Orchester, diese kleinen Partien, was es noch gegeben hat, immer Jazz Trio, Jazz Quartett, Jazz Sextett und so weiter. Von unglaublich war das war eine Vielfalt da. Das RSO, da diskutiert man, dass man das RSO, das sind noch Radiosymphonie ist dann immer gibt. Das ist furchtbar. Ja, genau. Entschuldige, das kann man nicht zahlen, ich denke mir, aber gut, ich meine, okay. Aber ja, es ist natürlich, es rennt auch was falsch, wenn sie nichts erhalten kann selber. Nicht? Also da stimmt irgendwas nicht im System, nicht am Management, sondern am System stimmt da was nicht.
dass das halt so rennt, aber so ist es. Und das waren früher natürlich, das war schon eine spannende Geschichte. Orchester Karl Grell, der hat Aufnahmen gemacht mit Größen weltweit zum Beispiel, mit Ella Fitzgerald, wenn die auf Gast, Gast da war in Wien oder was, die hat ja kein eigenes Orchester mitgehabt, sondern diese Stars, die Solo-Sänger, haben ja mit den Orchestern auf der Welt dann die Auftritte in den jeweiligen Städten absolviert. Ne? In Deutschland genauso und so weiter. Ne? Ja, Das ist unglaublich, ne? Also was die kennen haben. Nicht? Super, ne? Ich empfehle, wenn einen das interessiert, ich empfehle stark die Biografie von James Last. Das lasst ja. Das ist ein wunderbarer Einblick in diesen Musiker-Lifestyle, so ab diese 50er, 60er Jahre. Ja. 50er Jahre, glaube ich, nicht, wie dazu Angefangen hat, so Ende wirklich 50er Jahre. dieses Dings rausgekommen ist. Weil Ein das- Ausnahmekünstler, ja, der überhaupt gewesen ist. Also. Ja, aber er beschreibt es so schön, einfach, einfach wie das war als Musiker, als Orchestermusiker. Er ist natürlich als Orchesterleiter, als Kapellmeister, aber überhaupt Er die schreibt auch, wie Musiker, er das angefangen ist ist als Bassist, das ist ja ein gelernter Bassist eigentlich, ein Pianist gewesen. Nicht? Und wie sich das entwickelt hat, wo die gespielt haben, wie die gespielt haben miteinander, wen er alle kennengelernt hat in der Jugendzeit als Bassist noch. Nicht nur deutsche Kollegen, wie ein Bert Kempfer, an Dings nachfällt. Ich glaube, es fällt mir der Pianist ein, den ich ja so schätze. Paul Kuhn. Also in Deutschland. Dann kamen andere Leute wie ein Bill Ramsey dazu, der damals noch nur Jazz gesungen hat. Und da gibt es eine wunderbare Aufnahme. Bill Ramsey mit Paul Kuhn. Super Schallplatten. Ich hab's daheim. Also ein Traum. Reine Jazzplatten. Ein Traum. Wirklich spitze. In dem Zusammenhang fällt mir nur gerade ein. Es war ja da Fragen viel sich möglich. meine Gedanken gerade, wenn ich über Jazz nachdenke. Ja, aber es war viel möglich, weil ich mein, bei uns, was du jetzt sagst, in Wien, ja, da kann sich nur eine kleine Gruppe Jazzmusiker halten. Ne? Also, früher hast du der Umfang war größer. Ne? Okay, sehr Franz Emerwend und Kleinschuster, Ja, genau. Hans Salomon. Übrigens auch Salomon eine leibende vergessen. Biografie habe ich auch, nein, die wird auch in der Klasse stehen. Hans Salomon, Saxophonist. Noch selbst kennengelernt, ja. Ja, Dank Karl. Ja. bei einem Konzert vor ihm. Und wie heißt das Buch? Ich glaube Jazz, Frauen und wieder Jazz. Oder so. So, genau, heißt ja, genau. die Biografie, ja. Ja, nein, es ist wirklich. Es war eine andere Zeit, das ist jetzt gar nicht so. Ist ja kein Nachwahn, aber das ist natürlich, man muss das bedenken, oft auch im Zusammenhang mit der Musik. Und heute ist es halt wieder ganz anders. Ne? Ja. Und das ist manchmal mal schon so ein bisschen so eine Diskussion mit natürlich Älteren, die jetzt diese Zeit oder einige Zeiten so erlebt haben und die mehr oder weniger den Weg in die Realität halt nicht so recht anerkennen wollen. Und dadurch ein bisschen mit uns auch in Clinch kommen. Nicht wirklich in einer Streiterei, aber ein bisschen so, weil wir das halt nicht so machen, wie er das gewohnt ist. Weil ich gesagt, weil es das nicht mehr gibt. Das ist einfach nicht mehr so. Ich weiß das ist für manche schwierig, aber das ist auch so. Das ist, du kriegst kein neues Auto mehr ohne, weiß ich nicht, ohne Sensoren für Reifendruck oder was weiß ich was. Das gibt es heute nicht mehr. Ja. Da kannst du tausendmal sagen, Das das sagen, würde ich nicht haben, schade, nicht Wüste, wollen, aber das ist jetzt auch so, find dich damit an. Das hat keinen Sinn. Das ist etwas, was man nicht beeinflussen kann, sich darüber so zu echauffieren. Bringt nichts. Und ich glaube, dass das natürlich schon immer ein bisschen eine negative Geschichte ist, was natürlich dann auch dem Erfolg des Wiener Lieds jetzt in dem Fall ein bisschen Nicht dienlich ist, Ja. sagen wir mal so. Ja. Weil Ja. man muss sagen, nein, es ist so, das ist ja anders steht so, das andere, wir freuen uns. Und wenn man sich Ja. die Entwicklung anschaut der letzten 150 Jahre der Musik oder der Popularmusik, und da gehört das Wiener Lied auch dazu eigentlich, zur Popularmusik, sagen wir mal so, ja. Es hat sich immer weiterentwickelt, das war immer anders und das ist immer... Im Ja. Jazz hat es ja auch nicht gegeben. In den 20er Jahren kam gerade so Boogie Woogie auf und so dieser Traditional Jazz und diese Sachen auf. Und bis zu die 40er, 50er hat sich das ja wieder gewandelt dann. Dann kam der Bebop dazu, dann kam der Modern Jazz dazu, dann kam der Free Jazz dazu und so weiter und so fort. Ne? Und die anderen haben immer wieder geschimpft über die nachkommenden Auftritte. Das hat sich ja damals auch schon. Ne? Ja, aber gut, das Schimpfen merke ich gar nicht so, sondern eher Schimpft das eigentlich heute weniger als eher früher, so glaube ich, diese Melancholie. Ja, Den Nachwahner, Dem Nachwahner. ja.
Ich bin da nämlich nicht, ich bin ein Nostalgiker, der sowas sehr gerne hat, aber ich warne dem nicht nach. Es hat ja keinen Sinn. Das ist ja vorbei. Nicht? Das ist ja, was sollst du denn tun? Nicht? Aber wir haben halt keine Orchester. Aber natürlich könnte man sagen, liebe Politik, bis zu einem gewissen Grad seid zum Beispiel mit Schuld, dass sich das verändert hat, negativ verändert hat. Bis zu einem gewissen Grad ist das einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Natürlich immer muss die Politik irgendwie reagieren, weil aber natürlich, da muss man auch sagen, liebe Musiker, auch ihr wisst was tun, seid gefragt. Der ist schuld, wenn man Schuld sucht jetzt. Ja. Auch die Medien haben eine Schuld, nicht? Auch die Wirten haben eine Schuld, weil beim Wienerlied ist sicher einer der Gründe, warum das Wienerlied dann so eingegangen ist, weil die Wirten, nicht alle natürlich, wir wollen das jetzt nicht pauschalisieren, aber wir kennen ja diesen Niedergang von Grenzing und Co. Nicht? Wir wissen, wie das dann zum Touristen eingefahren ist, weil die halt gierig geworden sind und bevor sie sich einen heurigen Musiker aus Wien herstellen, haben sie sich halt Ungarn angestellt. Oder überhaupt gar nicht zahlt. Nicht? Die haben gesagt, ihr geht so zusammen, mehr braucht es nicht. Naja, und dann, wie soll das gehen mit Tschechoslowakien damals noch oder mit Ungarn? Oder wie soll das gehen? Was soll das für Wiener Musik sein? Und natürlich, also da ist eben eine Gesamtgeschichte dahinter einfach. Nicht? Das sagst du so. Jetzt, wenn wir das ändern wollen, müssen wir was tun, nur das will keiner ändern. So, weil da gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Aber man kann einzeln halt schauen, jetzt wollen wir uns in der Gesellschaft ein bisschen wieder... So wie es wir ja machen. Wir machen das Beste draus und schauen, was passiert. Ja. Und schauen, was passiert. Solange es für uns geht, reich werden spielt es halt nicht. Das ist da... Ja, wir arbeiten schon dran. Wir arbeiten natürlich dran. Blinden ist ja Blinden. Ja, Manfred Kraft schreibt auch noch Johannes Fehring, ja genau, mit Peter Alexander oder der Bert Kempfert mit Freddy Quinn, ja genau. Wobei der Bert Kempfert der Deutscher ist, aber Johannes Fehring. Der Freddy Quinn ein Häuser. Der Herrn Häuser, ja, der Herrn Häuser Bruder. Begonnen als Hardy und Freddy. Richtig. Der Hardy hat man noch die Gitarren repariert. Im Zirkus. Der Hardy war auch ein klasse Typ, der Hardy. Ein großartiger Mensch, ja. Der war auch leibend. Der hat noch meine Gitarren noch repariert, zum Teil. Bin ich bei ihm gesessen, das war leibend. Ein Schnaps. Aber später habe ich noch so Zigarren geraucht, die Trompetters. Ja, die Falk. Ja, die Falk. Aber da hat er schon gesagt, du bist der Erste, der mich beeindruckt hat, weil die Wohnung hat noch 3 Tage gestunken, ist weg gewesen. Ein ganz lieber Kerl, der Hardy gewesen, ja. So ist es. Wir haben kennengelernt durch den Fritzi Aschauer, nämlich, ja. Ein lieber Freund von Fritzi. Was könnte man machen für einen Hardy? Für einen Hardy? Oder Gedenken an einen Hardy. Einen Hardy? Was war denn da? Was könnte man da machen? Der Hardy hat sehr gern diese Schlager gesungen. Ja, nein, die kommt ja aus der Ecke. War ja kein Wiener Liedmusiker in dem Sinn. Ja. War ja Schlager, also Unterhaltungsmusiker. Ne? Eben mit Freddy Quinn gemeinsam. Hat er ja realisiert, nur er wollte da nicht nach Deutschland. Er wollte nicht mitgehen nach Deutschland. Das war der Grund, warum sie das dann zerspragelt hat, wie man sagt, wie es auseinandergegangen ist. Ja. Da hat es die Chance gegeben, dass sie in Deutschland da groß werden, mit dem Zirkus da auch. Nicht? Und der Freddy hat gesagt, er würde das gerne machen, und der Hardy hat gesagt, nein, es zieht er nicht nach Deutschland. Es zieht er nicht nach Deutschland. Nicht nach Hamburg, da ging es nämlich schon um Hamburg, damals nach Hamburg schon. Und das war lieber in Wien bleiben. Für den Freddy. Ja. Für den Freddy gut, ja. Der Hardy hat gesagt, nein. Ja. Ja, genau, da reden die Leute von der guten alten Zeit. Veränderung sind die Zeichen der Zeit und gehört dazu, ja, es ist halt so, man muss unterscheiden, finde ich, wo habe ich einen Einfluss und wo nicht. Und über diese Zeiten habe ich keinen Einfluss, aber aufs Wienerlied, so per se, jetzt habe ich sehr wohl einen Einfluss, weil das können wir spielen oder nicht spielen. Jetzt werden wir dann spielen. Ja. Aber auf das haben wir einen Einfluss. Nicht? Aber wie das adaptiert wird in der Gesellschaft, das kann ich nicht, da habe ich wirklich keinen Einfluss drauf. Ja. Da gibt es geteilte Meinungen über die gute alte Zeit. Ja. Je nachdem, wer die Zeit erlebt hat. das ist immer die Geschichte dabei, genau. Ja, für sagt auch der Joe Zawinul. Naja, gut, das ist andere Größe natürlich. Na gut, was reißen wir an? Pass auf, was reißen wir an? Nach der Reden habe ich gar nicht gedacht, was wir spielen werden. Wollen wir noch was Nächstes? Das passt auch in die Zeit, damals 70er Jahre. Der Karl Hodenau, wie er gekommen ist und den Jazz eingebracht hat zum Wienerlied. Und da ist das Wienerlied wieder hat einen Aufschwung dann erfahren. Ne? Und dann machen wir das weil zu der Zeit ist ja dann auch der Razer Karl international berühmt, gemeinsam mit dem gut, der Zawinul war schon ein bisschen früher,
international unterwegs, aber der Razer Karl war die zweite große Jazz-Exportlegende. Der zwar jetzt nicht Gypsy Jazz gemacht, aber halt natürlich im Jazz Modern daheim war. Jazz, ja, viel daheim war. Der hat viel experimentiert mit allen. Ja, später der Stoiker Harry dazu gekommen. Später, aber der war viel später. Viel später, ne? Und in der Zeit, da so eine Mischung aus dem ganzen Lebensgefühl vielleicht ist das Wehren vom Karl Hudener. Der neue Wirt in Nussdorf, der Ascher, Marc Wienerlieder. Ja, genau, ich war mal dort mit der Korbesrode gespielt hat, genau, mit Masler. Ja, spontan Trio, dachte dann ein paar Stücke mit Klavier, genau, du hast mitgespielt. Jawohl, genau. Ja, und da spielen jetzt einige. Ich glaube, der Koschel Rudi spielt dort auch. Wo spielt der Rudi nicht? Ja, wo spielt der Rudi? aber da sind einige. Und das finde ich sehr leibend. Leibend, ja, absolut. Ja, aber weil mir auch schon gefragt worden sind, aber da spielen wir gesagt, das spielen so viel. Das spielen alle so, wir spielen beim Taschler. Das passt. Im Kolberg, da von uns passt schon. Das will der auch nicht sein. Das ist ein Blödsinn. Ja. Karl Hudener war auch ein genialer Jazzpianist, sagt der Franz ihm. Ja, Traum auf die Platte Jazz zu zweit mit Gerd Bienert. Absolut, ja. Piano-Gitarre, sonst nichts. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, als
Quetscher hat er mir besser gefallen als Pianist. Ist jetzt keine Kritik, überhaupt nicht, gar nicht. Eigentlich aber Für die Quetschen war es ein Instrument. war sein Instrument, war ein guter Pianist, aber da hat aber selber auch, wie gesagt, ein Pianist bin ich halt, das ist ein Hobby. Nicht? Das ist, da gibt es andere, also da brauche ich mich gar nicht anstellen, hat er gesagt. Es hat auch der Luke schon gesagt, Hat er klar, selber Piano gesagt immer. mit der rechten Hand Ja. kein Thema. Ne? Mit der rechten Hand, weil es auf der Quetschen gut bist, glaube ich auch, aber halt die linke Die Hand Linke ist ist, natürlich immer ist Block. natürlich trotzdem halt. Aber ja, nein, die Aber- ich kenne die Aber die Platten ist ja vom Gefühl wirklich lässig gespielt. Da ist der Woody auch mit. Beide zusammen nämlich. Die haben sie auch, die waren auch lang zusammengehaczt. Also mit Woody hat er eigentlich am längsten gespielt, eigentlich, kann man sagen. Mit Gerd Bienert. Genannt Woody. Damals hat er noch schwarze Haare gehabt, hat der Karl immer gesagt, wie wir zusammengekommen sind. Ja. Mit dem hat er Jahrzehnte gespielt, nämlich. Ja. Die Just Friends. Die Kontergitarristen haben gewechselt. Da. Ja gut, auch nicht viel eigentlich. Walter Auer, dann der Edi Reiser und zum Schluss der Kuschler Woody. Fallweise der Peter Havlicek. Ja, die vier eigentlich waren die. Naja, Jungs, das ist okay für okay, Musikerleben, für 4 Musikerleben, Gitarristen. Ist jetzt nicht so Das ist ja. Aber nein, ich bin nicht viel. Also die Just Friends, nicht, war natürlich, da waren Ja. wir oft. Das war immer so ein Fritz Otzmetz am Schlagzeug. Schlagzeug, ja. Super. Hat schon was können, ja. Hat schon was Ich weiß können. nicht, wer der Bass gespielt hat ursprünglich dann. Das weiß ich auch nicht. Aber der Richard Österreicher natürlich. mit Richard ist der Mundharmonika dabei, ja, klar. Fritz Otzmetz dann abgelöst von Tom Henkes dann später. Richtig. Am Ja. Zeigel, ja. Bassist dann später auch der Joshi Schneeberger dabei. Der hat dann auch schon Das, der war dann dann schon ja. viel, ja. Schau, der Aaron Acker. Ihr habt schon einen Einfluss, wo die Leute das Wiener nicht aufnehmen. Spielt ihr Arsch, dann will es auch keiner hören. So gemeint, ja. Ich meine, dass man jetzt liebt, nein, Dankeschön. Danke. aber ich meine, also da, ja, diesen Einfluss haben wir eben nicht. Also wir können es gut spielen, wir können es nicht gut spielen, das geht nicht. Aber wir haben halt nicht, wie das halt Gesellschaft oder wie die Politik damit umgeht, das haben wir nicht. Oder wie es adaptiert wird in der Gesellschaft oder wie die Medien sich darum bemühen. Also da ist der Einfluss auch, bis zu einem gewissen Grad kann man auch da Einfluss nehmen, aber halt, man hat halt ja, nicht so viel Ding. So, jetzt der Wolfgang, vollkommen richtig, den haben wir auslassen. Das Engel beim Taschler, da hat es halt wirklich nicht mehr reingepasst. Aber jetzt da natürlich. Das Engel aus Kalau, eine Eigenkomposition in F. In F, Stimmt's? ja. War das nicht immer vorgespielt oder was? Ja, bin mir nicht sicher. Oder? Was jetzt auch nicht mehr. Die Wiener Musik hat viele Lieder, nur wenige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummel, der andere hat's Glück. Und es ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt. Nur einer Person blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und daneben grölt die Menge den Herrgott aus Stein. Das kleine Engel aus Kalau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, wo's heut geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Ton hat. Doch hört's ganz leise, Schrammelmelodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kalberg, der Steffe, der Bruder, der Wein wird besungen, ja sogar der Kader. Der Tod ist ein Bruder und wer lassbar noch sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Über Wurstel sogar hat man geweint und hat gelacht.
Loblied aufs Engel, das hat man versäumt. Und der Herrgott da steht daneben und weint. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, wo's halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schon mehr den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise Schrammelmelodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Jawohl. Großartig. Engel. Engel aus Karlau. Das ist ein Schluck nicht mehr. Klaus, schöne Komposition. Dankeschön, Dankeschön. Auf euch auch. Jawohl, jawohl. Also der Walter fragt schon beim Raffi die Tastatur, die mit ihm durchgeht. Jawohl, jawohl. Genialer Text, gehört zum Herrgott und zur Einsamkeit. Für mich Klassiker, nicht so überlieb, Franz. Danke, Franz. Danke, Meine Franz. Einsamkeit habe ich gewusst. Und dass das auch, ja. Ja, Text ist eigentlich ein intellektueller Text. Eigentlich ja. Eigentlich sehr intellektuell, wenn man es Also genau nicht, dass man sich jetzt betrachtet. verwundert, Ja, Franz, dass Mich verwundert, dass er solche Lieder schreibt. Ja, das war jetzt mein Ding, nicht? Was du da schon, ich bin auf das gekommen. So was, sag einmal. Das ist so ähnlich, man ist ja oft verkannt als Musiker, nicht? Also wie Paul Kuhn, nicht? Ein Paulchen Kuhn mit dem anderen Klavier und es gibt kein Bier auf Hawaii. Na und so. klar, ja. Na klar. Die waren aber auch große Hits, nicht? Die haben ihn auch gut genährt, wie er immer gesagt hat. Also. Ja, Aber er ist trotzdem nicht so ganz glücklich gewesen damit immer. aber das ist Hat ein er altes in späteren Interviews dann immer gesagt. Ja, das hat er oft gesagt. Ja, aber klar, das ist halt. Bill natürlich- Ramsey auch nicht immer ganz mit der Zuckerpuppe und so weiter. Ja. Nicht? Aber das Das war das Geld, ne, mit war's dem sie Geld, mit dem verdient. Dings, ja. Die, was das verdient und ja, das war auch damals schon so natürlich. Mhm. Ne? Und dann bist du halt zu den Großen gekommen. Ne? Das war halt, ja, hätte ich vorhaben, liegt bei uns jetzt nicht so, weil wir keine Hits in dem Sinn schreiben, die jetzt irgendwie in die gangen jetzt bei uns ja eigentlich nur um die Schlagerbranche. Die ne? Schlagerbranche eigentlich, ja, Und genau. das sind keine Lieder, die da abgleiten könnten. Nicht? Aber dann ist natürlich, jetzt steht er vor, jetzt schreibst du was, oder hauen wir jetzt, Fällt da was, die Heiselfrau, aus irgendeinem Grund nimmt es jetzt irgendeiner von diesen Superstars in der Volkstümlichen auf und sagt, ja Wahnsinn, und auf einmal, Geschichte nicht, auf einmal sind wir da total aus irgendeinem Grund da bekannt und das ist aber dann schwierig, weil wo ziehst du dann die Grenze, dass du sagst, Wie weit gehst du? oder du sagst, du noch, machst das voll, nicht? Dann bist du halt in der Volkstümlichen drinnen. Nicht? Und da war ich auch nicht glücklich. Also da war ich nicht glücklich. So. Da hätte man viel mehr Geld, aber eigentlich kein Eigentlich Freude. war es nicht so. Eigentlich kein Freude. Nein, Das Leben war nicht so genussvoll, so wie Nein. so, glaube ich. also Nein. sicher nicht. Nein, Sicher nicht. nein. So ist Ja, Leibwander. So ist Leibwander, weißt du? Ja, Glaube ich. na, Sag ich jetzt einmal so vom wir, Dings her, weißt wir machen eine Folge in unserem Rahmen. Vom Ne? Dings Mein her, Gott, genau. ist auch nicht schlecht. Wir sind eh nicht so schlecht unterwegs. Kann man nichts sagen. Man kann uns nichts vorwerfen. Entschuldigt, geht schon wieder. Das Engel muss ich herziehen, ja stimmt. Ich verdiene das Geld mit der Zense. TikTok trennt mit der Zense, das steht da vorne, das war. Na, das war was, ja. Das Das war schon wieder leibend, aber da ist wurscht, weil da ist der vorbei. Auch Das ist wieder gleich vorbei. Dann ist dann wieder, ja. Das ist nicht so lang, weißt du? Das ist kurzfristig, ja. Und behindert einen nicht über die Jahrzehnte vielleicht dann sozusagen was anderes zu machen, ja. Wobei das Jahrzehnt ist bei uns eh schon dann auch schon bald nicht, weil wir schauen 50er bald nicht und so. Aber da was weiß man. Ja, aber so ein bisschen was geht noch. Die Medizin hat sich geschwungen empor, wie man so sagt. Nicht? Und so. Ja, aber bei unseren aber schon. geschundenen Leibern wird die neue Medizin auch nichts mehr reißen. Das Fleisch ist schon leer, gell? Ist leer. Na passt eh, nicht? Weil wir schon lang Ja, nein, aber ich hab da ja ja, einen kleinen Wurstel gekriegt vom Wolfgang. Geh auf, fetter du Wurstel. Na, will er nicht rein? Nein, der will da nicht. Sag mal. Der Wurstel,
Und da man das sieht, jetzt muss ich mit der Kamera herzeigen, weil das sieht ja keiner. Muss ich kurz herzeigen. So, da haben wir das Engel aus Kalau mit Sterndal fürs Munkeln. Vom Wolfgang beim Taschler überreicht. Und da der Wurstl. Der Fingerpuppenwurstl. Jawohl. Danke schön. Was du kriegst, das weiß ich eigentlich gar nicht. Das hat man gar nicht so, das ist gleich eingepackt oder was, Das ne? ist ja sofort Dein eingepackt. Geburtstag oder was, ne? Aber wir werden das am Freitag nachholen diese Woche. Bei unserer Morgenshow werden wir das Ach so, machen. so? Natürlich, ja, freilich. Ja. Das geht. Ja, einmalig. Ja, na gut, Freunde, die Flasche ist leer ausgesagt, ne? Flaschen ist klar, ja. Naja, dann der letzte Schluck. Nächste Woche sehen wir einander aus der Klause. Aus der Klause, wenn alles ja. gut geht. Ja, Sofern nichts Gröberes dazwischen kommt. richtig. Freitag haben wir noch ganz normal die Morgensendung, den Morgentag, wer Lust und Laune hat, um 9 Uhr auf diesem Podcast mit Plaudereien. Kanal. Ja. Was wir sehen, wenn wir sehen, was uns noch die Woche begegnet, was uns über die Leber läuft oder auch sonst durch den Kopf geht und so weiter. Und was wir dann machen. Oh, ja, die Woche nicht so. Aber ja. Na gut, ja, du tust das immer so sagen. So, nein, habe ich nicht vor. Das ist Nein, das meiste, muss ich sagen, trinke ich eigentlich immer, wenn ich in der Klause bin. Also das ist immer so ein Jetzt zieht er mich da rein. Das ist ein ja Highlight eigentlich. Ne? Das ist Wahnsinn. Jetzt zieht er mich da rein. Das ist ein Wahnsinn. wirkliches Highlight, ja. Na, wie gesagt, am Freitag haben wir das, also am zweimal spielen wir noch die Wochen. Und dann am Freitag eben, ja, also den Unserem Podcast in der Früh, ja. Das ist schon fix mit den 16 und am Montag die Pavlatschen von draußen. Und dann haben wir eine Woche nichts. Also wir sind ja ohnehin in den sozialen Medien ständig vertreten und immer da. Und der nächste, wie gesagt, ich arbeite ein bisschen an das einem an der anderen Design für Pullover, Weste, Hoodie oder für T-Shirts. Irgendwas wird schon noch passieren. Ich weiß nicht, wie viel noch. Es ist für mich auch immer so deppert, wenn man dann so diesen Druck sagt, für Weihnachten, ja, ist das nicht wurscht. Es gibt jetzt ein paar Sachen, Ein paar Sachen sind da. und wenn man sagt, wie Weihnachtsgeschenk hin und her, das kommt schon, aber also was noch fertig wird, ist leiwand. Und was nicht fertig Wenn es nicht wird, kann man nach Weihnachten noch was kaufen. Nicht? So, Genau, so ist das. so ist ja. Und ja, ansonsten melden wir uns da genug mit anderen Themen und dergleichen. Wir sind dabei. Vollgas. Jetzt war es wunderschön, dass ihr dabei wart. War uns eine ganz, ganz große Freude. Wieder einmal in 2 Sendungen ist dann schon die 250. Das heißt, die machen wir wieder aus Wien. Das muss seit der 25. 25. Ja, genau. 18 plus 25. Ja, genau. Na, Prag. Oder wir machen es aus Eiweißtal. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ich meine, ich komm an dem Tag erst Du kommst erst heim, wo es jetzt auch nichts macht, aber schauen wir mal. Ja, lass mal entstehen. Das können wir Ziemlich zu 90% sind wir aus dem Studio da. Studio Donaufeld. auf jeden Fall nicht aus der Klause, sagen wir Nicht so, aus der Klause, ja. weil auf jeden Fall haben muss. So schaut's aus, ja. Und in unserem Seagate ist noch was drinnen. Wir lassen die Flaschen langsam ausklingen. Gute Nacht, Leute. Eine angenehme Woche für jeden. Ja, gut, den muss man schneller trinken erst. Ich verleite Leute, animier bitte nicht immer die Leute zum Trinken, gell? Du weißt, was ich meine, ja, gell? Ja, ich weiß. Jemand Das Wienerlied ist doch auch Volksmusik, oder? Sagt der Hannes Spießlein. Ja, aber nicht volkstümliche Musik. Also volkstümlich ist Schlagermusik. Mit volkstümlichen Einschlag, aber Volksmusik ist was ganz was anderes. Das wäre jetzt so, wenn du sagst, weiß ich nicht, wie wenn du sagst, ich habe kein Beispiel dafür, Schlager ist Jazz. Hat also Volksmusik und volkstümliche Musik haben nicht einmal irgendwas gemeinsam, außer dass der eine oder andere einen Hirschknopf am Hemd hat. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Ein bisschen Melodieführung ist schon oft natürlich klar, aber Ja, der Wolfgang sagt auch nicht volkstümlich. Tümlich. Nein, es ist die volkstümliche Musik gehört zur Schlagermusik. Das ist auch von der Branche her, vom Genre im Wienerlied, im Musikbusiness-Bereich ist Wienerlied, Volksmusik, volkstümliche Musik gleich Schlager. Leider muss ich echt sagen, und da sind wir wieder bei so einem Punkt, das ist wo ist der Schlangenkentert, die Herren Kollegen aus der Musikbranche, wenn sie Volksmusik
mit volkstümlicher gleichsetzen. Gleichsetzen, Also ja, gerade das Amadeus stimmt, ja. Award oder was man es heißt, Ja. für bestes im Bereich Volksmusik bestes Album, und es handelt sich um, weiß ich nicht, die Ursprungburm oder sonst nichts gegen die Kollegen, gar nichts, das ist einfach nur andere Musikgattung. Eine Volksmusik ist was anderes. Ein Geigenjodler in einer Stube in Tirol ist nun einmal kein volkstümlicher. Und zwischen volkstümlicher und Schlager, da ist ja da gibt es keinen Unterschied. Das ist eigentlich ein bisschen, da ist lediglich der volkstümliche oder mehr mein Dirndl und mein Bauer und Ja. also halt diese ganzen Klischee. Klischee. Das ist Klischee-Musik, ja. Klischee-Schlager für Volksmusik, so, Ja. so könnte man sagen. Ja, also das ist da fast vorsichtig sein, weil einen echten Volksmusikanten, also würde man zu Recht beleidigen, wenn du sagst, naja, was spielt sie da bei der, ich weiß ja, wie die Sendungen alle heißen. Freu mich nicht. Es sind sehr viele volkstümliche Stars, kommen aus der Volksmusik, das muss man schon sagen. Ja. Und es sind auch viele, die wirklich privat, wirklich hervorragende Volksmusikanten sind und auch Volksmusik spielen, aber die volkstümliche ist definitiv ganz andere Baustelle. Was sich in der Zwischenzeit im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt hat. Ja. Früher waren die Übergänge noch viel enger, viel fließender. Wenn du nimmst die Kernbuben und so, die wirklich aus der Volksmusik, aus der Tradition gekommen sind und aber neue Stickeln dann gebracht haben oder Stickeln in einem schnelleren Tempo gespielt haben und so, wie in Weltverdruss oder ich bin ein Steirerbub und diese Sachen, früher hat man das so getragen gesungen. Ich bin ein Steirerbub und ho eine Kernnatur. Die Kernbaum haben auch mit Ich bin ein Steirerbub. Und da hat das begonnen eigentlich. Ne? Ja. Nicht einmal negativ eigentlich gedacht gewesen. Das ist dann so entstanden eigentlich. Ja? Absolut, ja. Kurzer Zwischenruf noch von Alexander, macht sie noch Fanartikel für Frauen. Grundsätzlich gibt es natürlich noch welche. Ja. Aktuell haben wir es nicht gemacht, weil wir jetzt Hauben nur gemacht haben. Und ein T-Shirt, das ist aber jetzt kein Damen-T-Shirt, aber gute Idee, muss man schauen, es gibt nur tatsächlich von dieser Art T-Shirt, das ist ein bisschen ein festerer Stoff, gibt es kein, aber da werde ich gleich schauen, dass ich dieses Motiv auch auf ein Frauenshirt bekomme. Ja, danke für den Hinweis. Wird es morgen geben, sage ich mal. Wobei mache ich Damen auch das normale T-Shirt. Ja, in der viel sogar, gell? So Aber viel Physik- also, ich trage mir das da gleich her. Bitte sofort Notiz. Weil das geht morgen, das ist ja gleich gemacht. Not das. Das ist ja gleich gemacht. Danke Alexander, na, das machen wir, ja. Gute Idee, danke. Ja. Und jetzt ist es so, da muss man schon mal kurz das halt sagen. Russland ist doch fast wie atemlos. Bravo Aeronaker, Weltklasse. Ja. Absolut Weltklasse, ja. Franz sagt das auch richtig. Viele volkstümliche Musiker sind sehr gute Musiker. Ja. Die verdienen halt mit dem das Geld, absolut. Es gibt ja viele, denen das auch wirklich gefällt, die das machen das gern. Und es gibt ja, das ist ja auch die erfolgreichste Musikgattung im deutschsprachigen Raum, also volkstümliche Schlager, das ist jetzt eins. Und das sind natürlich alles absolute Top-Musiker, da gibt es überhaupt gar nichts. Das hat mit einem mit dem anderen nichts zu tun, nur ist eben Volksmusik ein komplett anderes Genre. Beim österreichischen Musikpreis Amadeus ist das Wiener Lied in einem Genre drinnen, World, warte mal noch, Folk, World, Blues, Folk und World Music. Genau. Ja. Also wenn man so will, die echte Volksmusik haben die, ich sage jetzt nichts, weil Ja, das finde ich wirklich, also das gerade in der Musikbranche, dass da das Steppert sind, dass sie dieses ganz klar definieren, wobei es wirklich klar definierbar wäre, oder relativ, sagen wir so, Musik ist nicht klar definierbar, was man nicht, aber das wäre schon ganz klar definierbar. Und da ist eben Volksmusik, ist gleich Schlager, also das heißt glaube ich auch die Kategorie Schlager, Volksmusik. Ja, ist keine Volksmusik, das ist volkstümliche Musik. Da krampft mir jetzt mal zusammen. Das ist ein Schmarrn. Das geht nicht. Das geht ja nicht. Weil wenn ich sage, da ist ein Volksmusikabend und ich erwarte jetzt da ein Zither und ein Geigenjodler und was da die klassischen Dinge und dann kommen aber. Kleine Blechpartie auch dazu bist du. Ja, so Volksmusik. Und dann hast du aber dort, weiß ich nicht, Steirermensch wäre gut und so weiter, so gut das sein kann, aber das ist eine andere Erwartungshaltung.
Das ist, wenn du sagst, ja super, da ist ein Wienerli da oben, das ist toll, ich freue mich schon, das Fiakerli und Co., ich freue mich schon, setz dich hin und dann hörst du den Nino aus Wien. Der Nino aus Wien hat seine Fans, alles mögliche, aber das ist kein Wienerlied, das versteht ja keiner drunter. Nicht? Das Also ist wenn du was sagst, ich anderes. mache ein Wienerlied Das an ist was anderes. und du spielst den Wuder Jürgens, nicht, dann werden die Leute jetzt Da dreht gerechnet haben, ist, ein paar Leute die Zeichennägel auftun. Ja. Das ist und klar. umgekehrt Und natürlich umgekehrt auch. Wenn Ja. einer sagt, und wo du Jürgens Abend ist und dann spielen Ja. wir die 16er Buben dort, wird die anderen Leute werden sagen, ich weiß nicht, ich habe was anderes erwartet heute. Ne? das ist halt der Sinn von so Genres, ne? Ja, genau. Kategorien. Das ist also dieses. Kategorien sind dieses- gut, dieses- wenn man ja, weiß, was man kriegt. Das ist Ja. nichts Schlechtes. Wenn man sagt, die Schubladen, ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken. Das ist sicher, das ist das Gescheiteste, was es gibt. Man sagt mit Marketing auch die Zielgruppe und du brauchst eine Positionierung und so weiter. Das ist nichts anderes als Schublade. Ne? Und wenn ich sage, ja, ich spiele Wienerlieder, dann ist es ziemlich klar eigentlich. Das ist definiert, ja. Das ist eigentlich ziemlich klar. Man sagt, ich spiele alte und neue, dann erweitert sich ein bisschen, aber dann kannst du davon ausgehen, dass du jetzt nicht Kassler oder Spatzen hören wirst. Du wirst auch nicht Helene Fischer hören. Du wirst nicht, weiß ich nicht, Gabayé hören. Du wirst aber auch nicht hören Coldplay oder Metallica oder Rammstein. Nein, du hast eine ziemliche Vorstellung davon und wahrscheinlich wirst du Wienerlieder hören. Das ist der Sinn dessen. So, jetzt haben wir da noch ein bisschen Das Wolfgang schreibt eh zum Beispiel, ja, die Stork hat zum Beispiel, Stork hat großartige Gruppen, das ist also, die das kommen hat- ja aus der Volksmusik. Ja, und das also. hat auch mit dem nichts Mit dem das- nichts zu mit tun, der genau. Bewertung. Nein, nein. Aber es sind Oder was es ist ist eine andere, da andere rennst Musik. offene Tieren bei mir, nämlich persönlich wirklich, die Obergreiner sind super, ja, traumhafte Musik, also Wahnsinn. Gibt's gar nichts, ja, ja. Mit der Ruheslanger durch die Nacht. Der Schleierwitz macht mich wieder wach. Bravo. Ja. Kasperltheater ist eine Vorband. Mein liebster Weiß ist sowas in der Art. Ja, mein liebster Weiß ist, Das ist ein Volksmusik. ein kurzes Wirklich Beispiel. Volksmusik, ja. Weil das haben damals die Ursprungbuben haben das schön erklärt in einer Dokumentation, haben sie gesagt, schau, und irgendwann sind wir an einen Punkt gekommen, da musst du entscheiden, bist beim Was machst du? beim Bosch-Franzl in der Mein liebsten Weiß oder bist du im Musikantenstadl. Beides geht. Beides geht nicht. Beides wird nicht akzeptiert. Ja. Beides geht. Eigentlich wie der Schrott fast. Absolut. Ja, Eines ich weiß. bisschen da was lostreten. Ja, das Ja, ja. das passt schon, genau so geht. Passt schon so. Genau so geht das. Nein, das ist natürlich eine wichtige Geschichte, aber es ist insofern nicht interessant, als wirklich auch innerhalb der Musikszene, des Musikbusiness, dass das nicht einmal die das schaffen, das klar Nein, zu das- definieren. Was heißt klar, dass die falsch labeln. Das ist falsch. Was der ORF, jetzt, wenn es heißt, weiß ich nicht, das Fest der Volksmusik oder irgendwas, und du weißt genau, da kommt keine einzige Volksmusik Das vor. ist nichts mit Das ist volkstümliche, das Ja. ist Schlagermusik. Da wäre ich krank, da wäre solche grantig, Carmen, solche Das Carmen. kriege ich nicht mehr, das habe ich früher bekommen, Ja. als ich noch jünger war. Weißt du? Seit ein paar Jahren beruhige ich mich immer bei so Sachen. Ich meine, das passt schon. Es bringt jetzt momentan nichts, wenn ich mich aufrege, aber trotzdem regt es mich auf. Ne? Aber wenn Aber wir jetzt einen bin ich Amadeus so- Award anpeilen, zum Beispiel. Ne, Welche Kategorie? Ne? Ja, Das ist die nein, Frage. nein, ist nicht die Frage. Wiener Lied ist ganz Volksmusik. klar. Wienerlied, ja klar, Volksmusik. Nein. Ich habe ja gerade erklärt. Eh, Amadeus Award. Vielleicht gibt es eine neue Kategorie, bis wir das nicht mehr haben, weißt du? Volksmusik. Nein, das setzt sich nicht durch. Das war so, wenn es die Noten, das Notensystem anpasst. Dann nein, das setzt sich nicht durch. Das ist Blues, Rock, Blues, World, Folk. Blues, Plus Folk und World. World. Ja, genau. Ja. Da gehört es wie nicht, da sind die Strottern und dieses dann, auch dann, nein, Nino und so, das kann schon, das ist dann schon Nein, das geht aber schon wieder Independent, das ist ja, ja. FM4-Partie, ja, Independent Music heißt es da, glaube ich. Ja, was weiß ich, da, alles sehr kompliziert, ja. Ja, nicht schlecht gegen den ORF, die gehört doch jetzt fast dazu. Naja, wenn wir einmal vorgekommen sind, gehen wir nicht dazu. Ja. Zahlt haben wir sonst nichts. Also, von dem her. Die Seitenblicke sind auch freiwillig zu unserem Konzert gekommen. Genau. Wir haben es nicht eingeladen. Na, sie kamen. Sie riefen an, ja, und kamen. Welche Kategorie fallen die Bretelspitzen? Ne? Die Bretelspitzen Genauso. würden wahrscheinlich in Volksmusik und Schlager, also volkstümlich eben, Wobei, Volksmusik Schlager fallen. Ja. Schlager eigentlich nicht. Also jetzt beim Amadeus Award meine ich jetzt. Amadeus Award wahrscheinlich, ja. Weil es ist, wieso es heißt, die Volkssänger-Revue, der Titel ist eigentlich gut, ja. Ja. Das Das heißt gibt es da, bei ja. uns nicht. Sowas gibt es bei uns nicht. Das ist Das wirklich Couplet was singen. ganz was München fast Spezifisches eigentlich sogar. Was ich in der Zwischenzeit erfahren habe. Wir haben da, glaub, geplaudert mit vielen Leuten in der Zwischenzeit dort auch, wie wir dort waren.
Das ist wirklich was im Münchner Raum spezifisch war. Diese Volkssänger. Weil es ist von Gesellschaft muss der dort Instrumentierung und Spielweise und Co. ist es eigentlich in der Regel eine Volksmusik. Volksmusik, ja. Dann würde es schon als Volksmusik durchgehen. Aber es ist eine Mischung, also die Show selber, es ist eine Mischung aus verschiedenen Musik. Also da hast du ja eben aber da hast du zum Beispiel so wirklich klassische, richtige Volksmusik fast gar nicht. Fast gar nicht. Ein paar Stickeln sind immer gerade. Ja, wie die wenn Wiener da Dings ne? spielt, ja. Vielleicht. Oder auch wenn die Bayerischen, wenn sie instrumental spielen, auch einleiten, die Begrüßung und so weiter, instrumental. Das ist wirklich Volksmusik, was da spielen. Und der Rest ist eben diese Volkssänger-Geschichten, was die gehabt haben. Ja. Ganz eine Es ist eine eigene Geschichte, ja. Geschichte, ja. Aber alles ohne Synthesizer, alles live Nix gespielt, alles mit elektronisch. Naturinstrumenten, nichts Elektronisches Nichts dabei, gar elektronisch, nichts. ja. Und das macht es aus, nämlich. Ja. Sie ist zumindest ein Und das ist auch für mich, Faktor, das ist ja. für mich auch der Hauptfaktor eigentlich zwischen volkstümlicher Die Instrumentierung. Volksmusik. Die Instrumentierung und das Live-Spielen. Ja gut, aber das machen ja Schlager auch mitunter. Ja, wobei bei den Storchhagel, wenn du gibt es diese Sachen, was Volksmusik spielen, ist zu dick. Der Rest ist immer schon, da ist immer schon so Elektrobass, elektrischer Bass dabei, vom Sample dabei, da hörst du schon. Nee, okay, ja, aber nicht. Viel Hall, viel so aber es Echo muss nicht und sein, doppelte also- Stimmen und so. Ja. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, das ist vielleicht der Hauptunterschied zwischen Volksmusik und der volkstümlichen für mich. Diese Anwendung von diesen Dingen nämlich. Das spielt mit natürlich, aber wenn ich mir jetzt eine CD anhole, ist eine aber Studioproduktion. denke, Das kann ich auch live eingespielt sein oder nicht, das ist ja dann wurscht. Aber bei der Volksmusik, diese Studioproduktionen sind immer Ja. anders abgemischt und das hört man. Nein, Da es ist ist ein live. Rie- da ist Nein, ein aber du Riesenunterschied. hast aber schon bei verschiedenen volkstümlichen hast auch komplette Band. Also die spielen auch. Der Gabayé, da ist eine komplette Band hinten. Da spielt kein Synthi. Also kein Ding, nicht? Kein MIDI. Schon Bass gesampelt oder ist da viel, der Bass ist sicher gesampelt, bin ich überzeugt. spielt der davon. Bassist dort. Beim Im Studio, Live-Konzert. im Live-Konzert ja. Beim Studio. Live-Konzert so im Studio sicher nicht mehr. Das war, ich weiß Und das ja hast bei der nicht. Volksmusikproduktion Ich hast, weiß. dass im Na, das Studio auf gar keinen Fall. alles live eingespielt Ja, aber das ist bei den großen Produktionen schon. Bei den kleineren, da wird schon stimmen, aber ich glaube, das ist deswegen eben jetzt kein Unterscheidungspunkt, weil da werden da auf jeden Fall einige, da vor allem sagen, große, ja. auch die Schlager, also jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wie heißen die alle? Andrea Berg ist jetzt nicht volkstümliches Schlager, aber es ist die Helene Nein, das- Fischer oder wie das sie alle, das ist Band, also das sind Live-Musiker, durch und durch. Da spielt er überlegt, bei Brunn und Einige Brunner, Sachen, ja, ja, war klar. der Uli Bär, war der Kapellmeister. Live. Live. Ja, Live-Konzert. Live-Konzert. Ja. Nein, ich rede von den Studioproduktionen. Die machen es auch live, Doch, die haben ja das Na ja, Geld, da die ist- machen das ja, schon. es ist das schon sehr viel anders. Na, also, Darum gibt es ja keine Orchester mehr. Die sind auch, ist auch ein ja, wenn sie ein Orchester haben, wenn sie eine Band haben, nein, da tust du ihnen Unrecht, glaube ich. Ja, Wenn's das- ich wenn's glaube das- nicht. Ich glaube, ich berühre da einen wunden Punkt. Das ist, Mir ist wurscht, ich mag es nicht, aber Ja, ich will, nicht, ich, will aber- niemandem was nachsagen, was nicht aber- stimmt. Also denke nur laut. die Musiker sind alle durch die Bank dort Spitzenmusiker. ja, Also, auf ein die Live-Konzert Großen. keine Frage. Ja, und auch die machen, glaubst du, die machen Aber- auch Schallplatten, was mit MIDI einspielen. Die Großen, Mann, ich rede jetzt von den, Ja, von ja. den Superstars. ja, Ja. ja, ja. Die scheißen sich was an wegen irgendwelchen Tänzern, weil es keine finden klar. in Deutschland. Die Na holen klar, sie sich na aus klar. L.A., weil dort die Na klar, besser und dann na werden, klar. dann werden sie Platten aufnehmen mit MIDI. Glaube ich nicht, aber bitte. Fast Ja. der Unterschied, ich weiß nicht, weil, weißt du, mit den Samples und so, es gibt Also ja auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, großartige Dinge. ich würd nicht sagen, dass die- das der Unterschied ist zwischen Volksmusik und Volkstümlicher. Die Instrumentierung, du hast bei der Volks, da gibt es keinen E-Bass, Da gibt es kein da gibt es E-Bass, ja. kein Keyboard, kein E-Gitarre, kein Schlagzeug. Ja, Schlagzeug schon. Das Zum Beispiel, ja. bei der Volksmusik, Blasmusik zum bei Beispiel. der Schlagzeug Blasmusik, dazu, ja. ja, Kannst du das Blaskapellen aus der Schlagzeug auch dabei, das ja. stimmt. Und der Kategorie Volksmusik, Ja. Blasmusik, Ja. das stimmt. Aber das ist wirklich ein sehr eigenes Genre. Da ist Dings, ja. Und da hast du Schlagwerker, nicht ein Schlagzeug. Schlagzeug, ja, ja. Streng genommen. Streng, aber stimmt, ja genau, ja genau. Na gut, beenden wir Ja. das. Gehen wir so. Gehen wir so. Bartek meint wohl volkstümliche Musik. Kommt aus der West-Ost-Region. Ja, genau. Renaco hat es geschaut. Ja. Ja, immerhin echt live. Die Maggie sagt ja, gut. Auf ihre Weise. Mir ist halt der Wiener Schmäh lieber. Ja, gut, das ist wieder eine andere Geschichte mit den Bredlerspitzen. Gell? Ja, Das, ja. aber wie gesagt, das muss man schon sagen, dass da alles, also für eine TV-Produktion, alles live, das ist schon mächtig.
Also auch vor allem, was dann hinter der Bühne, was du siehst, diesen 30 Tisch, Mikrofone schickst für uns, was da ist. Ne? das ist schon irre. Ja. Allein wir 2, 4, ne? Ja. Vier Mikrofone, ne? Da geht schon was weiter. Ne? Da war ich habe bei einigen Veranstaltungen, muss ich schon bezweifeln, ja. Aber alles live. Also da gibt es schon die Na gut, Geschichten das ist zum sogar Beispiel. Da gibt es schon die Geschichten, ich weiß nicht mit welcher Band, Bekannte, ich will es noch nicht Immer sagen, Dings, ja. aber ich sage jetzt mal sowas wie Starkhogler. Ich glaube, die waren es nicht, aber so. Und was die kannst du engagieren halt, nicht? So ganz normal. Und der Preis richtet sich danach, wie viel live Gespielt gespielt wird und wie viel Playback und wie viel gespielt wird, Playback. ja. Also der sagt, pass auf, das ist jetzt nicht so, uns zahlst nach Stunden sozusagen. Ja, so. Spielen wir eine Stunde. Wir haben kein Playback, insofern bleibt da nichts anderes, wir können noch live spielen. Aber jetzt hast du denen, jetzt sagt er, pass auf, jetzt sind die engagiert für eine Stunde, so als Einlage war bei einem Geburtstag, ne, sind wir engagiert, haben uns Sport ergriffen, haben uns die super erfolgreichen... Du kann uns kommen lassen heute, quasi super, Geburtstagskinder frei. Ne? Aber finanziell gingen sie leider nur 3 Live-Lieder aus, der Rest ist Playback. Und da muss ich sagen, da sage ich, da bin ich zu sehr Musiker. Da verliere ich den Respekt. Ja. Weil da sage ich, pass auf, jetzt stehst du schon da. Jetzt stehst du schon auf der Bühne. Erst eine Stunde ist eine Stunde. Habe ich jetzt so deppert in den Mund bewegt oder gleich ordentlich singen und gleich spielen? Nein, ist das nicht Ist das nicht wurscht, die eine Stunde? Wenn ich schon 3 Lieder live spiele, also das war mir zu blöd. Das wäre mir zu peinlich. Ja. Und da habe ich keinen Respekt. Muss ich echt sagen, da habe ich keinen Respekt vor den Kollegen. Aber das hab ich gehört, ja, Hab ich gehört, dass ja. das mitunter gibt. Ja. Das verstehe ich. Interessant, ich verstehe es überhaupt nicht. Wie der Udo Jürgens haben wir gehört, das Beschiss am Publikum. Das eigentlich Beschiss, sowieso. ja. Also, Das ist ja auch, Udo Jürgens hat nie Playback. Playback, ja. War aber auch eine andere Zeit halt wieder. War andere ne? Zeit auch, ja. Und heute, Ja, er klar. war jetzt so ein Superstar, dass er auch in der moderneren Zeit, das ist ja finanziell ausgegangen, dass er mit Band spielt. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Ja. Die 16er sind Playback unbezahlbar, ja, das glaube ich auch. Und wenn nicht, gab es sogar Auftritte bei ihm so, bei der Krone, oder wie ist das jetzt, Bambi oder was, so Dings, da ist er allein am Klavier gesessen, Klavier, hat wirklich ganz allein gespielt, ohne Ja, Band, ja. ganz allein, die ganzen Hits aber gespielt, ne? Ja. Mit einem wunderbaren Verspüler einmal, das ist so großartig, wie 16er Burm, ich kann mich erinnern drauf, der Donut, Searching for the Donut, Ja, das ist ja. jetzt hat er es, passt schon, aber bitte mit Zahn, ist da gar nicht. Großartig, das ist halt live. Das ist weißt? halt live, Das ja. passiert. Ja. Ja? Und das ist halt auch Das Schlager, so. nicht? Fällt auch unter Schlager. Eigentlich ja. Nicht drum, es ist das Live und Ding, das ist nicht der Unterschied. Stimmt, ja. Und Instrumentierung definitiv, also weil das ist eine volkstümliche, das ist wie eine Rockband, Ja, das sind auch, Pop-Rockband, ja genau. Instrumentierung. Manche eben ja mit Orchester, aber halt auch mit gut, wenn man Orchester ist sowieso dann schon wieder Das ist wieder was Volksmusik, ja. Ja. Das stimmt, ja. Also von dem her, ja. Na gut, Na gut, meine so, Lieben. jetzt folgt es aber wirklich, weil Ausdruck, jetzt haben wir da palabert 20 Minuten lang bei keinem vorhandenen Wein. Das ist zu viel. Meine Herrschaften, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dem Herrn Ackerl noch einmal für dieses wunderbare Schüttel. Der sagt, Daumen hoch, mein Lieber. Jawohl. Jawohl. Und dem guten Wolfgang fürs Engerl, für den Wurstel und euch für euren Schmattes, den es uns reinhaut. Danke. Und für die eventuell sogar eine Kanalmitgliedschaft, die dazu war, da wieder leibend. Und ja, alles andere das nächste Mal, entweder am Freitag oder am Montag. Alles Liebe, für dich gut. Baba. Und Baba. Nummer müssen wir auch, ich mache schon so eine Verabschiedung. Und, Nein, und tu nicht weiter, jetzt spielen. ich wollte dich schon bremsen. Jetzt. Ja. Was spielen wir denn jetzt zum Abschluss? Zum Abschluss heute. Was machen wir? Was? Ein gar lustig Lied. Machen Ja. wir ein lustig Lied heute Was zum machen wir? Abschluss. Ja, gern. Ja, von mir aus, ja. Das können wir ja spielen. Das können wir spielen, aber was Lustiges zum Abschluss, ja. Ich bring mich um, ich hab genug. Die ganze Steierzollerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End. Doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat eh keins und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien.
Alles Liebe, pfiat euch gut. Macht's es gut, Baba. Viert euch, Baba.